Dann begrüße ich alle gut ganz herzlich heute für die Gemeinderatssitzung. Vielleicht just ein paar Punkte zum Ordre du Jour. Den Aufruf von den Geringen, das am Séanceprogramm ist nicht ganz deutlich. Ne? Das geht nicht immer so gut. Das geht zwischen Punkt 12 und Punkt 13. Also 100. Punkt 12 war 400. Punkt 13. Das ist 400 Kommunikation, sind immer den Punkt dabei. Gell? Das ist nicht 100. Kommunikation, das wäre nicht gut. Danach alle zwei Changementer. Ich gebe froh, der Chef hat den Punkt 3 vom Ordre du Jour aufzuholen. Ich erkläre für Wert, wir haben den Zirkulation interdit sur la place du marché vom Summer Hummer von der nationaler Kommission akkordiert krit, aber den anderen Dinge vom Sannik als nicht akkordiert. Und da haben wir Reglement d'urgence. Und die zwei schneiden sich. Das heißt, wenn man nur das ein stimmen, definitiv, da können nicht leider um den falschen Weg auf den Markt führen. Das ist nicht gut. Nur mal den Einkehr an die Kommission gehen und hoffen, dass man die zwei Reglementationen rumkriegen, das heißt, das Sens unique, und dann am Sommer der Verbot. Weil das schneiden sich. Das macht keinen Sinn, dass wir da stimmen. Dafür gebe ich proposieren, den Punkt aufzuholen. An den anderen Punkt, als der 7c. Das war einfach ein Fehler von unserer Seite aus, das sollte nicht drauf kommen. Das ist Suspension de la taxe pour l'occupation de l'espace public, das sind die Taxen, wenn wir stehen haben, wenn Schandtaschen sind, die wird man nicht canceln, hat nicht mit der Covid-Krise zu tun. Dafür die gibt man auch proposieren, aufzuholen. Ist das okay? Ist das jetzt wieder mal d'accord? Können wir die zwei Punkte aufholen vom Ordre du Jour? Merci. Gut. So, dann hast du den Ordre du Jour also angeholt, Herr mit den zwei Änderungen. Kommen wir bei den nächsten Punkt. Das ist Approbation der Recettes restantes à recouvrir et clôture de l'exercice 2019. Und da bin ich froh, dass Paul Kohn als Receiver hier ist, ganz kurz über den restanten Etat zu schwätzen. Dazu gesehen, das sind viele Seiten, 120 Seiten, insgesamt 310.000 €. Der Paul geht ein bisschen noch Erklärungen, wie die große Schiffer zustande kommt. Und dann Dono als ein Decharge, das heißt, die meisten Suen mengen wir schon noch zu kriegen. Das ist ein kleiner Decharge von 2.663 €. Das sind hauptsächlich Ambulanzrechnungen, die wir in Zukunft ohne bekriegen, an Ambulanzrechnungen von Bewohner von der Weilerbach, die da gar nicht mehr da sind, wo überhaupt kein Wert mehr für denen Not zu laufen. Das ist einfach das ist der Punkt. Ich gehe aber dem Pol, ich würde ein bisschen am Detail dazu zu erklären. Guten Mittag. Also, wie Nief schon gesagt, l'État des Restants vom Exercice 2019, da war es so, die initial 310.000, die man hatten an der Version, die ich gemeldet hat, die sind mittlerweile reduziert auf 289.955,30 €. Das könnt ihr dann in der Zwischenzeit nach einem Ritsch Klient bezahlt haben. Die 289.955,30 €, die machen rund 7,5% von unseren Rechnungen aus, die wir am Laufe des Jahres 2019 verschickt haben. Das war für ein Total von rund 3,9 Millionen. Es sind 937 Faktoren, die noch abstehen bleiben, und wo wir mit unseren Profiten noch am Gange sind. Die Montant ist ein Stückchen mehr hoch wie das letzte Jahr. Das kommt unter anderem dadurch, dass wir an den letzten 3 Monaten seit am Auflauf von der Covid-19-Krise keine Profiten mehr gemacht haben, keine Rappelle mehr geschickt haben. Aus Respekt dann von der Situation, die wir momentan haben, für du bisschen Männer dann das nutzen. Und voilà, dadurch haben wir ein bisschen mein höheres Montant, weil aber nicht heißt, dass wir die Rezepte nicht weiter werden anzeigen. Wir das verlagert schon ein bisschen, bis wir das dann weiterführen. Voilà, die Chargen, wie Nief so, das für 2.663,34 €. Die Gros davon sind effektiv Ambulanzrechnungen. Das sind Rechnungen von Refugien, die nicht mehr hier am Land sind, die nicht mehr in der Charge nah sind. Das heißt, wo ich dann in der Charge froh, weil wir da nicht mehr in die Suche kommen. Wir haben noch 3 Leute im Relais drauf, die fortgeplant sind, ohne eine Adresse zu lassen. Das heißt, die wir so nicht mehr können aussichern. Voilà. Das wäre von meiner Seite. Also, wir noch frohen. Ja, Sie frohen, ja.
Letztes Jahr hat man 234.000. Da muss ich sagen, dass die Zahlungsmoral ziemlich am Boden ist. Das war wahrscheinlich dein Grund, was du gesagt hast. Aber ich fand das plus von 28% an einem Jahr. Und das ist ziemlich stramm. Und dann habe ich gesehen, dass du Rechnungen drauf sind von 2013, 14, 15. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwann keine Chance haben, für die auch anzutreiben. Ich meine, das 7 Jahre her, 6 Jahre. Und da haben wir wahrscheinlich nicht die ganz viel Chance, wenn wir so mit Rakri tun. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir den eigentlich rantreiben. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass Rechnungen drauf sind vom Januar 2020. Und ich denke, wir hätten just ein Exerzice 2019, den wir da gingen diskutieren. Ja, für den Rechnung doch von 2020. Also ja. Da können Leute ja Chancen nicht tun. Nee, das ist so, für den Punkt anzugehen, das ist so, dass wir das betrifft ein Exerzice 2019, aber wir haben Rechnungen, die nach notrecht ausgestattet sind, wie zum Beispiel für das Quittancement vom letzten Trimester, das können wir recht ausstellen, wann Trimester fall ist. Das heißt, die letzten 3 Monate vom Jahr 2019 können wir recht verrechnen am nächsten Jahr, dem Moment dann 2020. Gebucht wird das ganz natürlich auf den Exerzice 2019. Und dadurch kommen die dann automatisch auf den Etat des Restaurants drauf. Und das ist auch der Grund, wieso das Jahr gut steckt wie höher ist, weil die Rechnungen hatten eine Chance auf den 13. Februar. Da ist aber nie Rappel geschickt gehen, weil den nächsten Rappel sollte geschickt gehen, als Krise kommen. Und das ganze Quittancement vom 4. Trimester 2019, was nicht bezahlt ging, das ist natürlich höher auf dem heutigen Etat des Restaurants drauf. 2017, das sind 6.000 oder 27.000 €. Schon mal mehr gemacht, um ein bisschen durchzugucken. Ich meine, die werden morgen rantreiben, das ist schwer. Das ist richtig. Ich froh aber nicht direkt in die Change, weil ich aber probieren, das sind Dossien, die was beim Diewächter sind, das sind Dossien, wo Assistenten sind, wo Streitfall sind. Ich probiere zu evitieren, für dann direkt in die Charge zu fahren, weil ich aber der Hand bleiben, dafür das dann, weil ich hoffe, dass wir die aber dann noch nachkassieren können. Die Tour, du hast für die 300.000 €, da kann ich aber einen Job stellen. Ne? Du kannst aber den Halbzeit darstellen, den mit den losen Sachen gegenübergehen. Also es gibt immer mehr, es gibt von Jahr zu Jahr mehr, das ist ganz klar. Es gibt auch immer mehr schwierig für drin zu bleiben, weil auch, wenn wir relativ große Weihe von Leuten tun, für denen dann mit der Recherche, mit den Adressen nutzen, ja, das ist eine Situation, die relativ schwierig ist. Aber gut, wie gesagt, auch die Allrechnungen probieren wir aber dann anzukassieren und nicht eben direkt auf eine Charge zu gehen, weil das eben momentan auch sind, die substanziell da sind im Moment. Richtig, denn seit dem Exerzice 2016 verraschen macht Musikschule mit, was für Drohnen nicht direkt über das gelaufen, was mehr über die Musikschule selber. Das sind ein großen Kostenpunkt, den wir direkt über das Gemeng akkassieren. Und das sind auch direkt relativ hohe Posten. Das heißt, Minerval von der Musikschule, da schätzt man direkt für ein paar 100 €. Das möchte da viel aus. In diesem Fall von diesem Jahr, also vom Exerzice 2019, möchte das 15% just für die Minerval von der Musikschule aus, die noch abstehen. Recht gehen oder dem Regelbüsse stapeln, weil bei uns independent und das genau zählen wird. Wir laufen die Rechnungen noch mal. In einer gewissen Zeit, mindestens 2 Jahre. Ja. Das ist Jo, das ist noch Fragen zu dem Punkt. Dann gebe ich Paul so ein Demo für uns Merci für den Arbeit. Das war direkt schon ein Kompliment für den Arbeit. Ne? Merci, Paul. Und dann geben wir zum Wort kommen, also für dich gebe ich dann den Restanten, die Herr Telkalvi präsentiert, zum Wort stellen wir das d'accord. Merci, das ist unangenehm. Und dann den zweiten Wort, das eben die Charge zu gehen, eben da, wo wir
Dat de Prinzip die Schachstutz wo man wirklich sech sind Krämer zu so lange man irgendwie Fünkchen Hoffnung hun können man net einfach die Schach gehen. Dat auch zuviel einfach von Leute die vorauskennen gi nach Mann gut bezahlen. Das ist nicht der Meinung und Pol komplett recht. Wir bleiben so lange Ball bis wirklich bis man eben kein Adress mehr hun oder bis wir keiner wissen, dass das fertig. Also wenn das mal der Schach der Propos und der Schach von 2663 € verstanden, das auch unanim. Merci Paul. Dann musst du schon feiern. Voilà, da kommen wir bei den zweiten Punkt. Enseignement fundamental sind ich auch froh, dass der Präsident von der Grundschule de Gérard Bisenius das op der Seite das Organisation scolaire provisoire 2020-2021 und dann als auch nach dem Encadrement périscolaire de PEP 2020-2021 mai. Der Gérard hat gefragt, ob noch ein bisschen Zeit gibt für die letzten 2-3 Monate, von was an dem an der Schule geschieht, zu erzählen, weil das wäre auch ganz spannend und so selbstverständlich profitiert davon, wenn man es daheim ist, für das interessiert doch die Gemeinde. Gérard, da kommen wir doch einen Platz dann. Merci Yves. Voilà. Ja, also ich meine, war für Gidré ein bisschen eine spannende Zeit, aber für die Schule war es ein bisschen extra spannend. Für eine kurze Bildung von den letzten 3 Monaten zu machen, ging es einfach so, wir hatten da 2 Phasen. Die erste Phase, die 3 Wochen vor der Ostervakanz und die 5 Wochen danach, wo die Kinder carrément ganz daheim waren, also am Homeschooling errichtet gesehen. Da mussten wir so, dass wir dank von unserem technischen Equipment, den wir eben an den letzten 2-3 Jahren an der Schule en place gesetzt haben, wirklich ganz gut abgestaltet wären. Das heißt, sowohl das Heimjungen wie die allermeisten Kanner wären schon geschult am Umgang mit Tablets. Dadurch, dass wir so viele Apparaten an der Schule hatten, konnte man auch einen 30 Kanner, die daheim die Moyen nicht tun, mittels einem Kontrakt, den die Eltern müssen unterschreiben, ein Apparat von der Schule auslehnen für die Zeit, wo sie daheim wären. Wie gesagt, das hat relativ gut geklappt. Wir sollen also keine Illusionen machen. Das Ganze war, auch wenn es gut gelaufen ist, bestimmt nicht gut für uns Kanner. Es gefährdet, dass die Schere zwischen den Kanner, die gut enkadriert sind, an denen, die das eben nicht so sind, auseinander geht oder auseinandergegangen ist, die ist ganz real. Bon, die zweite Phase, das war dann mehr rezent, die Vorbereitung von der Rentrée, der 25. Mai. Und da kann ich wirklich nur mehr rückblickend sagen, dass das wirklich ein immenser Kraftakt war von allen Akteuren, also sowohl die Responsable von den Maison Relais, von den Himmelmeis, Service Technik von unserer Gemeinde, der Chefrat und auch unser Schulkomitee. Die haben da innerhalb von 2-3 Wochen wirklich eine Schule ganz neu erfunden. So kann ich mal ganz einfach platt sagen. Wir wären ganz gespannt, wie das für 14 Tage mit der Rentrée sollte auflaufen und das Gott sei Dank wesentlich besser aufgelaufen, wie wir das gefährdet hatten. Also ich ging so, der nächste Schultag wären 98% von den 460 oder 50 Kanner, die wir haben, auf der richtigen Platz an die Grabvoll, die nicht wären, da tun wir alles geregelt kriegt. Ich ging so ein Ball, konnte vielleicht nicht jeder mit zu all am den letzten Detail gerecht machen, aber wir haben da probiert, das wirklich so gut wie für mich hinzukriegen und sie wirklich mengen nicht viele Leute, die nicht konnten zufrieden sein mit den ganzen Changementen, mit dem ganzen Placement von ihren Kanner. Voilà. Cela étant dit, muss man wohl in Zukunft gucken, und das ist ja dann der Hauptpunkt von diesem Punkt im Ordre du Jour, die Vorstelle von der Schulorganisation für 2021, wo der ja auch ein paar Dokumente hat. Nora, wenn du kannst dran kurz weisen, dann erkläre ich kurz, was das Ausgangsposition ist. Weil das immer den Tram d'Organisation, den Encadrement, den wir dann haben, kurz für zu erklären, wir kriegen pro Kant, was an der Schule aus 2,07 Schulstunden, die aus dem Encadrement de Base, den für das ganze Land selbst das aufgrund vom Indice Sozial, der für alle Gemeinden ausgerechnet wird, kriegen wir dann heute nach 0,32 Stunden pro Kant mehr. Das Ganze wird dann mit der Schülerzahl berechnet, die ungefähr Ende Februar arrêtiert gouf, an du si mal die echte Käier sind dat Dich am Fungol an der Funktion in 2013 an der Lach, dat man mal enke méi kannner hunn. Lächt war man bei 442, dat war wirklich den Davepunkt,
an schenkt lorem Loser sicher rupp zu gehen. Das bringt dann noch Matze, dass man auch mehr eng heich Stundenzuel dann zur Verfügung kreen. Nur wenn du bisschen ruf scrollst, da gesehen wir, dass das insgesamt 971 Stunden sind. Das sind wohl für allem den Encadrement de base plus sozial. Nach 2 Stunden extra für die Mise en œuvre vom PDS. Dann haben wir noch ein Surplus von 6,5 Stunden dabei gekriegt. Das hat uns ganz gut arrangiert, weil ihr wisst, dass wir auch immer einen Teil von Kanne aus der Weilerbach kriegen. Da sind da 3 oder 4 Stück angemeldet für den September und sie haben uns gnädigerweise die Stunden direkt schon zuakkordiert. Letztes Jahr hatten wir schon ein paar die Kanne abgeholt. Das aber das Jahr so, schon das hören, dass aber nicht mehr erst danach die Kanne abholen. Sind auch Gemeinde Berdorf, soweit ich weiß, die Orlo in Teil von der Kanne en charge hält. Voilà. Dann haben wir en plus 23 Stunden für unseren IEBS, den Instituteur pour Enfants à Besoins Spécifiques. An dem Moment, also wo das Dokument hier erstellt ging, hast du Stunden bei Cour d'accueil 0 Stunden. Wir haben aber in der Zwischenzeit nur als Demande, die gerichtet ging, dass du 34 Stunden akkordiert geht, kriegt die dann auf der Liste 1 bis, respektive auf der Liste 2 mit aus können geschrieben gehen. Voilà, das heißt, dass wir insgesamt 971 Stunden haben für als Schule für das nächste Jahr zu organisieren. Da sind aktuell von den Enseignungen, die fest angestellt sind, von denen wir durch den Moment ausgehen, dass sie auch im September zuerst danach schaffen, 836 Stunden assuriert, sodass wir ein Découvert haben von 135 Stunden. Dann haben wir am Fongolo das eine Dokument, nur wo wir dann als Komitee zusammen mit der Direktion probiert tun, eine Schulorganisation aufzustellen. Das ist relativ klein. Die hört vielleicht auch auf ihrem Ekran. Da ist am Fongol in dem ein Teil, die Anteilung von den Klassen. Für kurz zu machen, kann ich sagen, es ändert par rapport zu diesem aktuellen Schuljahr nicht wirklich viel. Wir haben eine Klasse Präkos mit 15 Kanner, wäre eigentlich der letzte Stand. 15 Kanner von möglich 51, die an dem Jahrgang sind. Du gesagt, das sind da wirklich nicht viel. Das ist der zweite Jahr ensuite, wo man eine enge Präkosklasse haben. Wir hatten aber über ganz lange Zeit 2 Präkosklassen, das heißt Minimum mehr wie 20 Kanner, die angeschrieben wären. Die Erklärung, die wir dafür haben, ist, dass teilweise die Eltern hier kann ja schon an Betreuungsstrukturen haben, ab so viel Mainfood kann auf der Welt sein. Und dann, wenn das gut läuft, nicht unbedingt, da wollen etwas andere gehen, bis das die obligatorische Schulzeit aufhängt. Bon, voilà, das ist also eine Klasse Präkos am Bâtiment Lira. Dann gibt es eine einzige Änderung am Cycle 1 par rapport zu diesem Jahr. Da sind neben den 3 Teams mit plus minus 35 Kanner, gibt eine zusätzliche Klasse gemacht mit 12 Kanner plus minus. Das ist eine Situation, wie wir sie vielleicht für 3 Jahre auch hatten. Das lässt sich alles relativ gut machen, weil Rez-de-Chaussee am alten Schulgebäude ist direkt vis-à-vis von den Toiletten die Zeit schon soll aménagiert gehen, auch mit den WC-Anlagen, die dann auch für Spielschulzkanne geeignet sind. Für den Rest, was Cycle 2 bis 4 anbelangt, ist die Anteilung genau dieselbe wie am letzten Schuljahr. Das heißt, wir haben pro Jahrgang 4 Klassen mit unterschiedlichen Klassenstärken zwar, und das variiert dann plus minus von 10, 11 bis 14, 15 Kanne. Das sind niedrig effektiven, das ist auch am Lauf vom vorletzten Schuljahr der Wunsch von sowohl der Direktion wie auch von den Enseignants gewesen, für niedrig effektiven zu haben. Und das bringt für uns den Vorteil, dass wir eigentlich nur näherens gequatscht sind, falls wir über die Großvakanz sollten, eine Reihe Kanner beiplündern, wo wir überall eigentlich Sput für zusätzlich Kanner an die Klasse können abzuholen. Voilà.
Bon, wat Personalfroen dann ubelangt, mir hunn an den Stunden, die wir können ausschreiben, sind immer noch 2 Leute aus unserem Staff, die op jährlich Detachement kreen, dat ass de Marco Vogens, den an der EDIF, ancien EDIF haut Centre de Développement CDI, menggen aufgekitzt pour l'Intelligence, schafft an Steffi Thielwald als IEBS an der Direktion zu Mirsch schafft. Das sind dann immer Stunden, die man nicht können fest ausschreiben, weil denen muss man ja die Plätze abhalen. Mit den 135 Stunden, wo ich nicht gesucht hat, haben wir dann auf der ersten Liste 4 Festplätze ausgeschrieben, also 4 Postes à durée indéterminée. Und sind nach 1,75 Posten à durée déterminée für 2021 auf der ersten Liste ausgeschrieben gehen. Und soweit wie ich auch mitkriegt habe, sind auch eine ganze Reihe Kandidaten, die sich da gemeldet haben, und andere ganz viele Leute, die aktuell schon zuerst danach schaffen, wo die ja dort später an der Versammlung heute auch den Wortwert holen. Voilà. Den weitere Werdegang ass dat eng Lëcht eenent bis rauskënnt, wo mécher oder wahrscheinlich die Akkeusstunden ausgeschriwe ginn, de mal lo zusätzlich krit hunn. An der gëtt nach eng Zzweetlëcht ausgeschriwe fir die Platzen, die net besat sinn ugangs Juli. An laut dem Timing vum Minister mist man den 23. Juli alles besat hunn an kloturiert hunn. Voilà, so an wat lo nach des weiteren ubelangt hu mir dann mat denen Klassen, die do funktionieren, praktisch all als Stunde verbraucht, die man hunn et bleiwen 4 Stunden fir Assistance en Klasse, wat net wirklich viel ass méi dat weiben de Wunsch vun de Leiit Kleinklassen, lewer Kleinklassen, do wennst du durch zwar Manner Assistance, méi so dat den Enseignant an senger Klasse van net soviel kann huet, dat och kann selber gerieren größtenteils. Und plus hummer ja dann sind dem letzte Jahr den Instituteur pour enfants à besoins spécifiques an der Person vum Ben Haas, den dat muss so wirklich eine große Unterstützung für als Schule als für besonders die kann do mit den Mensch huet wirklich ganz groß Wissen a viele Bereiche für allem an den TIC, wo schon noch gleich werd kurz drop kommen. Jo, wat machen wir lo nach an dem Schuljahr do am Fondgehol geht an der Kontinuität ein bisschen Virun. Ein PDS, Plan de Développement Scolaire, der könnt also letztes Jahr, das ist schon das 3. Jahr dann, wo dann am Laufe des Jahres wird ein Bilan gezogen. Die Hauptpunkte, die da drauf wären eben Mise en place von einem informatischen Equipment. An das Schuljahr, das verflossen, 1920 oder bald verflossen, das war eigentlich lo gedurcht für Mise en place von denen Geräte an den Klassen wirklich zu assurieren und noch dafür zu sorgen, dass das geschafft ging. Wie ich gerade gesagt habe, durch die Corona-Krise ist das enorm beschleunigt gehen. Also wir sind da innerhalb von kürzester Zeit ganz, wie soll ich sagen, gewieft gehen am Ersatz mit dem Material, sowohl die Kanner, sowohl die Eltern, sowohl die Enseignants. Und da wird auch eine Reihe Sachen sein, die auch die Krise werden evaluieren. Ich meine, immer angefangen haben, wo du just für Teams wäre, weil den allem ist abgegangen ist, wenn ich meinen Computer gemacht habe. Und da haben wir ganz sehr gesehen, wie gut das die Applikation oder auch andere, wir hatten eben halt den Teams, konnte sein, sowohl für uns unter den zu konzertieren, wie aber auch die Enseignants können über den Moyen Schulhallen Materie können, respektive auch Kontakt mit den Eltern sind am Austausch. Voilà. Dem Januar haben wir dann auch einen 3D-Drucker an der Schule. Das war eben auf die Initiative von unserem IEBS Ben Haas. Relativ billigen Apparat, den man als gut konnte lesen, den aber ganz viel wertvolle Dinge auch zum Beispiel an der Mathe lesen kann, wo kann er an der Geometrie wirklich Sachen können do planen und umsetzen. Und, voilà, wir sind dann noch wirklich gewollt, auf dem Weg führen zu gehen, an die Sachen zum festen Bestandteil von
unserem Schulleben zu machen. Ein weiteren Deal, wo wir das Jahr weitergeführt hatten, das war das Projekt Singpause. Den ist natürlich leider zum 13. März gekappt gehen, sind hier leider den auf Eis, das ist also im Moment nicht möglich, den in der aktuellen Situation zu machen. Aber wir wollen also aber da, dass wir am September können eine normal Rentrée feiern und dass da dann das Projekt so viel gefordert wird. Ein weiteres Projekt aus der von der Musikschule Eweil Musikal am Cycle 1. Das ist auch bis zum Lockdown ganz gut verlaufen gewesen. Das Ministerium hat sogar eine Delegation geschickt, für sich anzugucken, wie das gehen, weil sie für neues Schuljahr halt wollten neue Richtlinien rausgehen. Wir können das Projekt auch weiterführen, aber sie haben eben das angepasst, wann als Cycle 1 Klassen do mat machen und sie wollen dat, dann ass dat pro Klasse lo allkeiers aber nach just fir 1 Trimester. Dat heißt, das zeitlich limitiert, me all Klasse die will mat machen, die können aber an den Genuss von dem Eweil Musikal kommen. Ich war mit dieser Roenke gucken, dat war sowohl von den Eisenenseignants wie auch von den Enseignanten von der Musikschule aus unanim gesot gin, dat dat eng Win-Win-Situation wie sowohl für die eng wie für die Äner fir Kanner jo ganz bestimmt. Weitere Projekt, den wir am PDS laufen hatten, den ugelaf war als Schülerparlament, wo es auch bis März 3 Sitzungen gin hat. All Klasse hat am Hircht einen Klassesprecher gewählt, vom Cycle 2 bis 4. An die 24 Kanner, die hatten sich dann 3-mal getroffen, war noch schon eine Reihe Sache beschwert. Bon, leider ist das auch eben mit März für das Schuljahr gekappt gehen. Wir denken aber, dass wir dann am September, Oktober da können umsetzen, wo wir zu dem Moment abgehalten hatten. Voilà. Aus mir spricht wirklich die Hoffnung, dass wir nur im Sommer können ein normales Schuljahr aufhängen, weil mit all dem, was wir gemacht haben, was auch gut ist, was auch gut lebt, sind wir aber bei weitem von einer normalen Schule entfernt. Voilà, so viel wollte ich nur mal zur Schulorganisation sagen. Ja, merci Gérard Modou. Also ich meine, die werden wahrscheinlich auch rausnehmen und nicht immens gut gefiel, weil als Lehrpersonal in der Grundschule belangt. Ich meine, auf der einen Seite eine komplizierte Bevölkerung oder schwierig oder sozial, oder mit sozialen Index, ich habe schon ein bisschen gesagt, also nicht unbedingt einfach, aber ich denke, dass wir mit dem Schülermaterial ganz gut beschlecht und ich kriege auch Feedback, sowohl von der Seite, aber auch von der anderen Seite von Eltern, dass wir heiß motiviert an wirklich flott abschlecht, da können wir ein bisschen herausreden. Das gesagt, sind nur von mir vielleicht auch frohen und Schulorganisationen, wie die Gerard so präsentiert wird. Kaum. Ich meine, da war Schwänze und so, dass du ganz viel Arbeit gelegt hast, dass es bestimmt noch keine einfach Zeit für das Senior war. Ich kann ich noch erklären. Merci für die gute Arbeit so und tut dir ganz viel positiv Feedback als wir schon nach hören, auch aus anderen Gemeinden. Aber gut, wir kennen eben mehr Leute, die auch von der ganzen Situation betroffen waren. Dafür schmengen, dass das von Anfang an gut an die Hand geholt ist, auch ganz frei. Ich meine, wir haben es ja am Gemeinderat oft gesehen und war ganz frei, dass den Iweis auch gesagt wird, dass schon im Niveau von der Schule geschafft gehen, für zu gucken, dass wenn man es darf an Schule, dass das ganz so gut wie möglich steht. Das war administrativ mengnisch keine einfache Aufgabe und du weinst mengnisch, dass in das schon groß kann unerkennen, wie das gelaufen ist. Zu der Schulorganisation, den Yves hat gerade den Indice sozial ugeschwart. Ich habe noch nicht die Organisation vom letzten Jahr noch geguckt, aber das wird für uns auch interessant, als wir zu sehen, wie evaluiert auch den Indice, weil den Indice ist ja auch dann
eng Basis von den Schlüssel, den wir dann zu gut tun. Dafür einfach froh, ob es da auch Evolutionen gehen par rapport zu dem letzten Jahr. Und dann war schon nicht so abgeschrieben für mich, dass ein ganz Reihe Projekt Pädagogiken, die eigentlich auch angelaufen sind, auch in der Kontinuität sind, dass die leider durch die Situation hier auch ein bisschen an den Stock gekommen ist. Schon vom letzten Jahr ein Evenement auch an Erinnerung, das den Spektakel, den hier am Haus war, und das hat manchmal für jeden, den da war auch ein ganz großer Succès. Und du hast den auch gesehen, dass so Projekte, sonst mal aber auch wirklich kann immens ausschwätzen, weil du dann ein bisschen aus dem reinen Schulkader rausfällt, weil aber absolut seine Wichtigkeit hat, weil du hun manchmal aber eine Reihe Kinder, die manchmal konnten ein bisschen aus sich rausgehen, die das vielleicht sonst nicht unbedingt gemacht und dafür, ich meine, da war auch ein ganz flottes Projekt, ob den ich kann zurückgucken. Schon sonst habe ich mir noch abgeschrieben, wie generell Zusammenarbeit mit den einzelnen Akteuren lebt, das heißt Zusammenarbeit, so mal Edif, da haben wir da ja einen attitrierten Schulmeister, den sich auch kümmert, und dann Maison Relais, respektive mit den Enfants besoin spécifique, das ist auch gut zu hören, dass den Schulmeister, den Dolo seit einem Jahr am Platz ist, dass das wirklich frisch und dreht. Wie viele Kinder sind da, sonst mal, hält die Kinder am Anfang aus allen Klassen, oder wie seitdem sie Arbeit am Anfang Terrain konkret aus? Und da vielleicht noch froh zu den Aktivitäten périscolaires. Bon, la ZAP ist natürlich auch etwas, was im Moment ob Eis lädt, aber du kannst vielleicht einfach von den Losen mal so, wie es lo gelaufen ist. Du kümmert sich wahrscheinlich noch mit Martin Drums, was ja auch ganz engagiert ist, auf dem Punkt, das vielleicht pur Präzisionsfrohen. Merci. Ja. Bon, merci mal für das Kompliment, das holen ich auch gerne mit bei meinen Kollegen. Just für zu so, was ein Engagement anbelangt. Also, carrément jedereen, den wir gefroht haben, und wo es notwendig war, hat gesagt, es ging Überstunden machen, für dass die 25 Stunden Enkadrement pro Klasse können assuriert gehen. Das war auch schon mal remarkabel. Was den Indice sozial anbelangt, so ist es, dass den all 3 Jahre neu fixiert wird. Das heißt, den erst letztes Jahr fixiert gehen, ob bestimmte Werte, ich müsste nie nachgucken, wie das wäre. Die wäre jedenfalls mehr hoch wie die 3 Jahre für drin. Und ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass das jemals so draufgegangen sind. Das heißt, dass von Gold die Sozialsituation nicht unbedingt besser gehen als wir kriegen dadurch immer mehr Stunden für uns Kinder, die aber auch besser nötig sind in dem Moment. Das heißt, wir holen das Jahr nach den Doten Indice und noch nach 21 und dann am Jahr 22 gibt es neu berechnet. Da können wir gucken, wie sich, ob es da noch immer an die Richtung weitergeht oder ob irgendwo da mal in eine andere Richtung geht. Ja, das Projekt Singpause effektiv, das gehört ja dann noch mal zum PDS-Punkt, wo wir schreiben, also größten Thema allgemeines Verbesserung des Schulklimas, wo wir probieren, dass Kinder sich sollten halt gut fühlen und effektiv sind, die können mal da wirklich weisen, was sie drauf haben, wo sie so oft immer ein bisschen mehr was man mal so nicht am Rampenlicht stehen. Zusammenarbeit mit dem Centre d'éducation différenciée, Maison Relais. Wir hatten an der Zeit ein wesentlich mehr intensiv Zusammenarbeit mit der EDIF, mit unseren Theaterprojekten und so weiter. Und mehr aufgrund von der Reformen von 2009 war dann vieles nicht mehr so einfach möglich. Wir haben aber immer in Einzelklassen, und das nur 5 Schuljahr vom Trauflemengen, noch von Marcia, die regelmäßig eigentlich an der Woche an die DIF gehen und da gemeinsam Aktivitäten haben. Was Zusammenarbeit mit der Maison Relais anbelangt, muss man so, dass man das also die letzten 4 Wochen noch ganz intensiv hatte, wenn wir hier müssen die ganz neue Situation mit hinten zusammen abstellen. Und da kann ich so und da hat das wirklich gut funktioniert. Und
du sind wir auch ziemlich auf demselbechte Level, was so Darstellungen du belangen, dann noch Motivation für zu schaffen. Das klappt ganz gut an. Mir sehe auch, de Chantier op der Ger huet Jo lo ugefangen, an mir sinn lo irgendwann ass de noch fertig. an da si mir an engem Gebei mat hininnen ze summen, an noch mat der Edif, an dann si jo op Gedei und Verderb zu verdammt, Martine zu Summen zu schaffen, an noch gut zu Summen zu schaffen, fir dat App soll bringen. Wéi den IEBS seng erbecht mcht, also dat war fir alles auch ganz spannend, an mir hunn Fond den hat sich wirklich gut ugelöscht. Diese 6 Wochen vom letzte Schuljahr huet plus minus gebraucht fir los mal so den Inventär zu machen, an all Klasse zu gucken, wo sind die Kanner, die prioritär Hëllef brauchen, dat die Besoen ziemlich sehr identifiziert. Ich ging so hat du englisch vu plus minus 20 Kanner 25 das heißt, los man mal so Minimum pro Klasse. Dat wären aber dann die wirklich prioritär geholf muss kreen, an den sich dann so organisiert, dat den geguckt huet wat kann machen, deelweis hueten dann kann regruppiert, die ähnlich Problematiken hunn an engem Klasse soll dann Martine geschafft. Feiert auch ganz viel Gespräche matten Enseignants viel hin selber zu so, wo sie können umsetzen. Da das lo plus ou moins seg Approsch gewicht an. Das aber permanenten also wie soll ich so das lo sinnet 20 Kanner an dann dat fir ganz Schulje. Nee immer wann irgendwo Kanner krit am La vu mir, wo der dann noch oft dabei sind, die auch ihre Päckelchen zu drohen wo da muss man oppassen an gucken an dann sind dann eben einer Kanner, wo gesagt, dat die vielleicht ein bisschen Fuß gefasst hun die kreen die gehen dann ein bisschen errogelos, so dat sich da kann den nächste widmen. Da so plus minus ganz iwwerflächlich gesot wie hin am Fungelsinge erbecht organisiert huet. Ja, wat dann noch als Aktivität periskolären ubelangt, ja, die sie auch leider wirklich ab März als alles gestracht gewesen. Natürlich kein Kupskolär des Schulfest, ich brauche gut nicht weiterzuführen, also wirklich alles gestracht. Leider auch LASEP, das ist sogar so, die Leute, die eng Decharge für LASEP-Stunden hatten, die hun die Decharge ab dem 13. März dann nicht mehr die sollen die dann als Enseignement direkt an der Schule halen. Wir hoffen aber, dass wir, wie gesagt, am Hircht können Normalschule halen, dat LASEP dann noch im normal funktioniert, weil als Schülerzahlen von Kanner, die dran sind, die hält nicht doof, am Gegenteil, die hält echt so. Und wir haben ja dann eine Reihe Leute von Eis, die do mitmachen, aber auch mittlerweile 4 Leute aus der Maison Relais, die Kuren an der LASEP gehen. Und da hoffen wir halt, dass wir das am Hirsch, wie gesagt, können so weiterführen, wie das bis lo war. Merci, Gérard. Oh, noch viel Freude. Ich meine, wir werden klar vorgestellt. Karol hat so viel. Ich hoffe, dann Karol. Ich habe eine Frage zur Zusammenarbeit mit der Musikschule. Das ist die Enseignen von der Musikschule, die den Event musikal an Präskolär gehen. Voilà, das war das 1 Stunde pro Klasse. 1 Stunde pro Klasse pro Woche. Voilà. Und das wird verlängert, dann. Ja, aber wir können das nächstes Jahr weiterführen, aber das lo limitiert an der Zeit, dat heute weil iwwer ganz Schuljahr geplant. Lo as het so, dat an der Zirkulär de Printemps vom Minister dra steht, so ein Projekt muss an der Zeit limitiert gehen, dürfen also just 1 Trimester pro Klasse sinn. Pro Klasse, das ist die für drinnen waren 3 Trimestern pro Klasse. Voilà, ja. Schön. Eine gute Sache. Ja, ich wollte mein ganz hart Merci so schließen aus dem Karol unan wie alle guten Hai am Saal. Wie den Yves Lorich gesagt hat, schon ganz viel Antworten noch viel Frohen, die ich konnte ausstreichen. Just 2, 3 Sachen. Du hast vom an die Sozialo gespart mir so dass Schwierigkeiten oft schwierig Situationen sind waren dann heute zuerst danach auch Kanner wie ihn halt gelesen wird die komplett vom Bildschirm verschwunden waren do ab es was alles kann so wat lo also aus das alles geregelt aus darum alles an der Reihe. Ja, also wir hatten da pur die wirklich
ënnergedaucht wären, trotz alle Moyen fir unse zu kommen. Du war en anderem awer auch zum Beispiel dem IEBS eng Mission Kontakt mit denen opzuholen, respektiv auch als Edukatrissen, die man von der Direktion hier zur Verfügung gestellt kriegen. Wir hatten Werner Lundet wirklich viel. Ich ging so ein halb Dosen plus minus, die ich signaliert kriegt hat, die so in Direktion weitergeschickt haben. Und du sind dann gezielt die Leute, wie auch als Edukatrissen, ob die kann gesagt, die haben die kontaktiert, sie probiert hinzugehen, mit Leuten, mit Eltern zu schwätzen, für deren anzufangen, für ihrem zu kriegen. Also wenn man in der seht von 450 kann 5 bis 6 ja, 1%, die wären da ganz sicher. Ja. Und da sind, wie gesagt, andere, die wären nicht immer dabei, aber die wären aber so, dass sie aber nicht komplett von der Bildfläche verschwunden wären. Aber auch ein relativ klein Zahl. Waren dann do Kanner dabei, die dann dem Moment awer an Schul kommen, den Schwees aus andere Gemengen, wo sie gemerkt hun, dass du wirklich mat alle Moier mitgangen hast. Wir hatten Nom, dat war ja dann nur der Ostervakanz, hat man 2 oder 3 Mal Situation, dat kann an Schul kommt, dat auch hier bestalt gesehen mat ihren Eltern an dat dann do eng von den Edukatrice respektiv als in IEBS Martine geschafft huet. Okay. Ja. Okay. Da just eng Lächt froh, Carol hat doch schon vun den Projekten extraskolär am pädagogisch Projekt geschwar. Wéi as lo bei de Busbegleder? Schwes du war jo schon 4 Run oft ob dat lo weiter so sollt läft noch net je dat as jo Orlo alles gestoppt. Wie lebtet man am Bus? Also den Projekt Busbegleder hummer schon bis mi lang gestoppt. Voilà, dat mindestens schon 2 Joer net méi, weil dat huet sech méi Probleme geschäft, wie der geleest huet, weil das einfach net realistisch fir zu denken, dat kann vun 10, 11 Joer richtig geriert kree fir andere zurechtzuweisen oder auch nach d'Enseigne und zu informieren, wann es net geht. Techt aktuell hummer jo Busbegleder, soweit ich weiß, am Bus vun der Gemeng, aber da recht hinter dem 25. Mai. Ich muss aber los so am Nachhinein, nachdem wir die Busbegleder nicht mehr hatten, werden einfach quasi keine Reklamationen kommen, dass es am Bus drinnen an drüber gehen. Also wirklich quasi, als du nicht so kommen. Okay. Voilà. Okay. Ich meine, das ist alles gesagt. Da gebe ich den Punkt 2a zum Wortschall. Also, das war was hinten, da wird es verlehrt, so wie den Gerhard präsentiert. Ich finde, das du machst einen d'accord. Das ist unanim. Dann kommen wir bei dem B, das ist dann den Plan d'encadrement périscolaire. Ja, das ist ja dann das fertige Dokument, auch was der Alljahr kriegt, wo man eigentlich nicht wirklich eine riesen Evolution an den letzten Jahren gesehen. Das am Fungel de Plan weit kann halt zuerst danach könne betreut gehen, vier der Schule, während der Schulzeit, an no der Schule eben von den Institutionen, die man haben, das sind dabei als die konventioniert Kannerbetreuungen, also als Maison Relais, aber auch Himmelmeis. Bon, zusätzlich schon mal ja aber auch nach Privatkirchen oder mindestens mal eng Privatkirche nach an erst danach. Das am Fungel juste Plan, wo wen zuständig ist. Hannen drohen haben wir dann auch nach immer Stohe, wie wir mit der Maison Relais schaffen. Und du musst mir aber wirklich sagen, dass das auch notgedrungen durch die Krise wirklich sich ganz intensiviert wird. Also wir waren wochenlang quasi all der am Telefon mit denen an hoe Sachen koordiniert und beschwert. Und ich denke, du hast wirklich eine ganz gute Basis gelöst für an der Zukunft. Bon, gleichzeitig sind wir ja schon seit ein paar Jahren an einem Arbeitsgruppe mit der Maison Relais für eben die neue Schule, den ganzen neuen Schulcampus zusammenzusetzen. Da hatten wir auch nach Ende April über eine Teamsversammlung mit dem Architektenbüro zusammen mit Maison Relais über die Innenausstattung von den einzelnen Räumen geschwärzt. Da gesagt denen, dass das eigentlich gut lebt, aber es gesagt denen aber auch,
dat wirklich um Basis vom Personal, dat so ich aber auch ganz offen, den Deivel oft am Detail stöcht, an dat van mir an 2 Jahre oder 2,5 Jahre wie auch immer an die neue Schule ragehen, dat do muss am Vierfeld vieles ganz klar zwischen denen 2 oder 3 Institutionen aufgeschwärzt sind, für dat man dann nicht do Bemol Diskussionen kriegen, für wat dann Moes am Saal de Bleistift do leiden an net mi do. Op so enger Basis schläfen heinst du dann Probleme auf. Am große Ganze muss ich so, dat mir tschen Komitee vun der Schule plus Direktion vun der EDIF plus Direktion vun der Maison Relais bei einem ganz guten Niveau man schaffen an noch kommunizieren. Voilà. Den Recht vun der LASEP, dat man do die zu summen habe ich mat der Maison Relais 100 wei ja dann auch schon so gesot gehen. Ich mengen sobald wie man do op dem Sit ze Summe sinn, lassen sich ganz erne Möglichkeiten, wat zu Summen erbicht, auch Austausch oder Austausch von Personal, respektiv für Ersatz von ihrem Personal bei Eisern umgedreht, undenken und noch realisieren. Voilà. Ich meine, ganz klar, wenn man die neue Schule hunden, du kriegst man alle Würsten gehabt, diese Menge macht, Personal an, die Medikatisten und Medikateure, das ist eine enorme Chance. Das ist das optimal geplant, optimal equipiert, das wird ganz schön schaffen. Da musst du noch 2 Jahre zeitweise, das ist klar. Okay, gehen wir nach vorne zum PEP. Ja, Papa. Nee, ich will eng Frot auch zu dem, wat lo nach ugeschwart gin as so Stio das hier schon e Bau am gangen, et steht nach weiter sonmol Erbechten an et waren auch schon sonmol Diskussionen drüber iwwer weit kann an Schul kommen. Und ich mein, das ja auch ein bisschen de Wolle von dem auch Haifuner verschiedene Kanner kommen jo moes ma Bus an Schoul, einer kommen zu Fuß, gëtt durch de sichere Schulweh. Ich wollte vielleicht nur frohen, wie weit die Möglichkeiten auch von den Kanner genutzt gehen, weil am Anfang also lo an einer Periode, wo wirklich ganz wenig Platz ist auf dem Sitz selber, vielleicht nach einem Moment für irgendwo auch die Leute nach einem zu sensibilisieren für die Möglichkeiten, die bestehen, weil ich meine, wir wissen alle Guten, dass ganz oft Kanner wollen bis an die Schule gefordert gehen. An die Möglichkeit also aber im Moment so mal plötzlich einfach auch nicht do. Dafür bin ich froh, wie viel Leute profitieren von den Möglichkeiten, für effektiv so mal nicht müssen, mit dem Auto bis bei der Schule zu kommen. Und als das vielleicht nach ausbaufähig, kann ich da auch vielleicht als Gemeinde ein Incentive geben, dass das vielleicht lo an dieser Situation mehr einfach als für so Möglichkeiten zurückzugreifen, weil wir jo so auch do wenn sichere Schulwege gemacht an mir noch den Charlie D4 für Kanner eben sicher an Schulloch zu bringen. Ja, also kommen eng Reihe Kanner am Bus, aber lo net iwwermäßig viel, also geht ja immer gut durch mit den 2 Bussen, die man hun im Moment auch sowieso, wie das ja alle Wochen im Talschen von der Kanne da hinerkennt. Es stellt fest, dass die Eltern ein bisschen kreativ gehen, wenn so unbedingt hier kann am Auto muss bringen, do Richtung Fullbett und so. Das ist ganz gut, dass als Agent Communaux regelmäßig moes frei zirkulieren. Dann, ich meine, das hält so wirklich ein bisschen davon auf, hier richtig trüdische Männer fair raufzufahren und dafür und der Tier rauszulassen. Ich ging Mengen aktuell kommen mehr Kanner zu Fuß an die Schule, und auch zum Teil mit dem Velo. Zum Beispiel mit dem guten Wetter. Und das denke ich ganz sicher etwas, was wir auch in Zukunft müssen unterstützen und noch fördern. Weil, lass mal so ein ganz viele Leute wohnen, aber ha ja nicht danach so, dass sie können den Trajet zu Fuß machen, ohne dass sie müssen auf den Auto zurückgreifen. Also ich hatte mit verkehrsmäßig lo méi schlimmer Wert, weil das ja lo etwas effektiv auch gesucht geht. Wir haben ja lo auch nach mit dem 25. Mai hat wir ja eine ganz neue Situation bei der Schule, wo wir den alle Schulhafen mit do ist, wo wir
Den neue Pausenhaft, den awer ganz flott ekipéiert gin ass vun Service Forestier lo missen a Betrieb holen. Wie gesagt, ich hat wirklich gemengt, es ging verkehrsmäßig méi schlimm gehen. Also die Eltern sind da aber, denke ich, relativ diszipliniert. Wir haben Orlo innerhalb von kürzester Zeit geschafft, was man sonst während Jahren nicht fertig spricht. Und sie bleiben noch aus dem Schulhof raus. Wo man so einen Menschenablauf hat, wo man auch gesagt hat, man nee, bringt der Kanne an Giderem heim, wir sind ja dann dafür, ob sie abzupassen. Das funktioniert wirklich besser. Also kann kommen mit ihren Eltern, gesagt, die groß kommen sowieso lang, die klein kommen bis bei mit den Eltern bis bei die Barrieren, die wir gemacht haben, und dann also bisou et salut. Das ist nicht so schlecht, dass du etwas Gutes tun hast. Und wir gucken die positive Sachen von der Corona-Krise und die Post-Corona-Krise-Zeit in Rivers zu drehen. Okay, alles noch vor zum PAP? Nein? Dann können wir die noch zum Fortschritt, wie das mal im PAP zu der Probe präsentiert gehen als Unternehmen. Dann hast du das Kompliment vom Gemeinderat und dein Lehrpersonal mit. Das machen wir. Merci. Und Jörg, merci für die ganze Sache. Ja, merci. So. Ich mach die Beamer aus. Ja, ciao, merci. So, also den Punkt 3 hat man schon gestracht, da kommen wir bei den Punkt 4. Ja, approbation d'un devis concernant l'aménagement d'une nouvelle gare routière sur la N11 près de lycée classique d'Eschenach. Das ist sich erkackt. Ihr wisst, dass das war schon mal lang vom Lycée gefroht ging, dass man erkackt einen properen Arrêt kreieren für Bussen. Das gibt den ganzen Tritt war so aménagiert, dass ich mir Heich gebaut für Busdinge muss einen gewissen Heich sein, dass das konform ist. Und dann haben wir zwei Kanten zur Straße, ein Kant, wo 3 Bussen nicht können sind, und dann zum Parking ein zweiter Kant, nein, 3 Bussen. Das ist insgesamt Platz für 6 Bussen. Das entschärft ganz stark die Situation der Busgär beim Kaktus. Ne? Da gehen alle guten Schülerbussen von der Kak, da gehen Schüler alle guten Door rausgelassen. Und das ist ein größeres Projekt, das ist ein Projekt vom Staat, also Pont et Chaussee. Dort gesehen, dass den Devis 1,5 Millionen an wir haben aber auch einen Teil davon zu bezahlen, weil wir auch Infrastrukturen haben, wo wir darauf bestehen. Und dadurch geht das Projekt noch ein bisschen mehr teuer. Das ist die Per, die erst dann aufgerechnet geht, dass sie 611.000 € an dem ganzen Devis, den wir müssen bezahlen, an den Rest bezahlt dann der Staat, sprich den Pont et Chaussee für den Lycée. Voilà. Dort ein Projekt gesehen, gehen dort so nach Frohen. Das Mislo, dem so fängt, schmengen. Syno gefangen, voilà. Voilà, und sollte an sich für die Rentrée fertig sein. Das ist September. Das war das Planning. Ja. Sind noch gespannt, ob sie das hinkriegen. Das ist lang geplant, hat lange gedauert, muss ich so. Aber wenn es dann nur geht, dann geht es immer ganz schnell. Ja. Dat heißt, de Parking geht ein bisschen neu angezogen, dann wir verlieren keine Parkplätze. Ja, erst Carol? Die Kombinanzen noch immer provisorisch, gell? Das heißt, wie fuhren Bussen an die dann lo von Dickrich rankommen, die man an der ganzen Tour von erst, also müssen sie ja, die fahren über Kreuzung, über Traum und dann haben die von all so ran noch die von Wasserböllchen von Dickrich aus der Stadt auch, und die sollen dort Schüler rauslassen, ganz klar. Das ist quasi ein Busgar, ein Schulbusgar, ja. Okay. Ja. Ja. Nimmen für die Schule, für die Lycée, oder kann noch Linienbussen da stellen? Nee, Linienbussen, das an sich Schultransport, wenn das nicht nur in Areas, kann das sein, dass in Areas, dass auch die Linienbusse stehen bleiben. Mehr, was gesagt ging, was aber flott ist, weil
Linienbus, also die Schulbusse vor nimmen dann, wann die Schule aufhängt, wann sie abhält, an respektiven Vakanzen nicht. Das hat Branche auch gesagt, das ist aber interessant für Touristenbussen. Die können aber auch hier Leute rauslassen, wenn sie nicht mehr lang sind, dann fahren sie mal einen Bus fort, wenn nicht mehr kurz, das können sie auch den Bus durchstoßen, gerade an der Sommermain, wo das schon gut genutzt wird. Also an dem sind noch eine interessante Sache, wo man dann nur beim Zentrum auch eine Möglichkeit hat für Bussen. Linienbussen, ich sehe ein bisschen überfroht. Du musst gucken, wenn du ein Arre hast, da bleibt die noch stehen. Hast du ein Arre? Ah, okay. Ah ja. Weil da bleiben die auch noch stehen, ja. Sorry. Ja. Ja, genau. Das ist genau. Die Auffahrtssituation geht so umgeändert, dass die Busse wirklich darum geht. Auch proper können darum rumdrehen, und zwar von wasserbilliger Richtung Zentrum kommen, weil kann er Riets rauskommen, und dann drehen sie, dass sie Riets immer umkehr raus. Ne? Da randet sich die Fuhre bei der Entreespart vom Lycée drehen sie dann ran, und dann von sie dann wieder raus. Das heißt, wir müssen auch den Autosverkehr umdrehen, ne? Dass wir da nicht Kreuzungspunkte kriegen. Das hat einen ganzen Impact auf das Funktionament von dem ganzen Parking. Ja. Toilette wird natürlich auch immer gut aus. Ja, da lass du nicht an diesem Devis dran. Ich habe darauf insistiert, dass meine Toilette hier Creme hat, das schon Milan geplant, damit du nicht gemacht, dass du das könnt. Und das ist noch separat. Da haben wir auch ein Budget für gesehen, dass wenn die Käder fertig ist, das geht alles so viel präpariert, dass eine Toilette kann drauf gesagt gehen. Und da setzen wir als Toiletten drauf, die wir gerne hätten. Weil die Leute, die an Karo kommen, sind dann meistens wann sie müssen natürlich bei den Muse bei den Hiof-Gang, was erstens nicht Behinderte gerecht ist, auch an einem nicht guten Zustand, und das oft bemängelt ging, dass nicht flott ist für Touristen, gerade von der Touristenbusse kommen, meistens, wenn die kommen aus dem Bus, müssen zur Toilette gehen, da kriegen wir dann auch noch eine ehrbare Toilette dabei. Das kommt noch dabei, und dann ist die Platz gut aménagiert, dann sieht er doch ganz accueillant aus. Und es sind noch zwei Bushäuserscher Design, Bushäuserscher. Wir hätten das ein bisschen mehr günstig gemacht, von mir als Gemenge gemacht mit der Stadt, aber du einen guten Architektenbüro drauf gesagt, natürlich auch richtig gut gemacht, für etwas Schönes zu machen. Mit dem ist auch dementsprechend teuer. Aber bon, Herr seht ihr noch, oh, das ist aber flott. Ne? Mit Gott sei Dank muss mir das nicht ganz bezahlen. Nee, ich meine, sogar die Branche muss es ganz bezahlen. Mir hat gesagt, das dürfen wir nicht bezahlen. Wenn wir das machen, dann machen wir mit mir einfach. Dann geben Sie es mir an. Ja, Carol. Vielleicht ist noch ein froh, weil du kein direkt Plan dabei waren. Ich meine zwar, dass wir eine Arbeitssitzung hatten, wo wir über provisorisch Plan geguckt hatten, mit wer vielleicht flott von ihnen, aber auch kein gesehen, sondern du hast so ein bisschen futuristisch durchgestaltet, dass ich nicht denke, kein gesehen, wie es soll ausgesehen, wie das ich sich auch kann vorstellen, weil es schon effektiv gedurcht zum Beispiel, dass aber müsste eine paar Parkplätze sakrifiiert gehen, van dat net de Fall als Tomieux me dann stellenwer wie man dat hikreen, wann du Busser drehen solle fir Ke Parking zu verleieren. Also, op der Dorplatz ge Parkplätze fort zur Mauer zu hat mir Parkplätze für Bussen an de hun wir wäsch. Und die rekuperieren wir dann. Aber die auf der Plan von Point Chaussee sind die nicht drauf. Die Point Chaussee hat just ihre Kege machen. Wir müssen einen Plan machen für einen Parkplatz, die können von der Gemeinde. Ich meine, du hast noch nicht gezeichnet, wie das Emplacement von den nächsten Parkplätzen ist. Ich muss nur fragen, ob die letzte Plan von Point Chaussee, weil das letztendlich ein Staatsprojekt, wir kriegen am Anfang Dinge bis de wie, und dann nur schaffen sie dann lehnen sie los. Ich muss nur fragen, ob wir die allerletzten aktuellen Plan haben. Wenn wir so haben, dann können wir sie ganz gerne zur Verfügung stellen. Ja, Carol. Okay, du stehst auch nach Beam. Bleibt das alles stehen oder gehen die fortgemacht? Ja, nee, das ist so effektiv geplant. Das war aber schwierig, für genau die Beam stehen zu nach Rombrum, die Beam da unten zu machen. Das war auch das Problem mit den zwei Bushäusern, also die Überdeckungen, plus als Toilette. Du war immer als Toilette nicht bei Platz. Das kann nicht sein. Und wir müssen ich meine, sie hatten sogar 3 Bushäuser am Anfang, das geht nicht. Wir mussten auf jeden Fall eine Toilette hinkriegen. Und das war winzige Beam. Ne? Die lassen wir stehen und gucken rum, die Beam da unten zu machen. Nee, das war ganz klar.
okay, da gibt eine Spezialkonstruktion drauf gesagt, wennst du Wurzel von der Beam, und dafür, voilà, und dafür gibt das, Gehivelt. voilà, dafür müssen sie eine Spezialkonstruktion, die noch machen, und dafür gibt das doch ein gutes Stück Medaille, wie normal, wenn ein Gift braucht. Ja. Okay. Dann gebe ich den de wie zum Wort stellen. Findest du mal d'accord? Das ist auch unanim. Merci. Dann der Punkt 5. Du frommer ein Subsid extraordinär für die Cinesura, für die Organisation vom Drive-In-Cinema. Die hat das schon mal kritisiert, schon in der dritten Woche mittlerweile, da man den Autos-Kino See hun, wo man immens froh waren, das war das echt kulturell Evenement, was nur der Corona-Krise oder nur an der Corona-Krise zu organisieren wären. Sie hat natürlich die Idee, dass so hier zehnte Kehr, dass sie ein Autokino haben, dass das nicht nichts. Aber das ist natürlich etwas, was relativ no Corona-konform ist, weil jeder an seinem Auto ist mit Fenstern aufgeschützt. Sie haben das mit Zeit noch angefragt, lange am Voraus am Minister, Kulturminister, ob sie mit d'accord wären. Das war auch ein bisschen hindert, war nicht klar, weil sie haben das schon lange angefragt. Das war, wie wir nach nicht am Dekonfinement waren, wie wir wirklich nach am Shutdown waren. Ne? Da konnte auch keiner sich richtig vorstellen. Da haben sie auch sich richtig viel Gedanken gemacht, für eben noch mal QR-Code, den dann am Vierfeld muss ich den Ticket holen, dann bei den Fenster weisen, dann so Mann wie möglich Kontakt, das lo kannst das ganz anders organisieren, mir egal. Sie sind da organisiert, dann sie waren motiviert, seit 2 Wochen, und so bei der 3. Woche ausgeweitet, sie sind ganz zufrieden. Und du hatten mir geguckt, dann hatte ich auch als Gemeinderat darüber geschwärzt und gesagt, hey, sie haben kein Sponsoren, Gesicht für die Euro für drin, wenn's Corona, weil hier Sponsoren Geschäfte in dem Moment kein Abkommen hatten, und die hat noch gesagt, hey, sorry, ich habe eine existenzielle Sorge, wie ich suchen zu gehen für Kinder, und sie hat mir versucht, ganz lang zu machen, und das mitgedeelt, und mir hatte ich mal nicht gesperrt, und ich bin noch froh, dass der Mann auf den Weg gegangen ist, hat mir schon proposiert, für ihnen die Kosten zu decken. Das sind 16.000 Euro. Das hat mir mündlich aufgespart, wir haben da nicht gestimmt, und dafür als heute Punkt, die Menge muss en bonne due forme den Subsid extraordinär stimmen. Geh nicht froh dazu. Ich freue mich just eng zusätzliche Remarque, also das ist kulturell, das wirklich mit singen alle Facetten, die du hast, weil da ist auch eine Bühne, also sie können das modellieren, wo sie dann auch das als Bühne benutzen für Künstler oder als für, ich meine, das war Freuden, wo sie quasi DJen auf der Plattform hatten, und ich meine, dass sie ganz gut bei den Leuten kommen. Voilà. Carol, oder eine Person? Wir hatten ja effektiv, wie es gut ist, schon beschwert, das ist eine gute Sache, und ich meine noch, dass man das gut macht, dass man da auch den Kino unterstützen. Wir können ihnen vielleicht so, wenn wir das Subsid gestimmt tun, dass sie bei ihren Annoncen auch will der dann nach Ketten draufschreiben, weil man ja aber dann lo ein bisschen, nicht ein bisschen mehr, weil man am Anfang viel Sponsoren so, bis lo war nicht offiziell mehr, wenn man lo gestimmt tun, also dann offiziell, weil das aber auch sonst mal wie bei der Aktion, die man für die Geschäftsleute gemacht und auch eine Aktion, die von der Stadt erst danach gefördert wird, dann kann ich das vielleicht freuen. Wir stehen aber da. Ich war selber noch nicht da. Ich war 2-mal weil da, ne? Aber ich habe gemerkt an den Reklamen, die ich gesehen habe auf Facebook und so weiter. Auf Facebook vielleicht nicht, okay. Ja. Weil nämlich, ich war nur 2-mal effektiv da. Mikron geht projiziert an den Michael Battenberger da. Sieht all Kreas Expressis Verbes ganz, ganz große Merci aus der Gemeinde, die ohne Idee, dass nicht möglich wäre, sieht nicht mehr all Kreas mehr. Dann Facebook habe ich nicht geguckt. Dann, wenn man da nicht sollte sein, dann das soll nicht mehr. Das ist kein Thema, ja. Okay? Gut, da gebe ich die 18.000 Euro des Subsidies zum Wirtschaft, wenn das mal d'accord. Das ist auch unangenehm, merci. Dann der Punkt 6, das sind natürlich 2 Worte. Das ist Kredit, nouveau Kredit pour la rénovation d'un escalier reliant le camping officiel et le plateau de Trostknäppchen an das Devis. Also wir haben den Kredit, dann muss der Kredit stimmen, und dann muss man den Devis stimmen. Ich erkläre ganz kurz, dass eng Trab, die schon immer gouf,
die effektiv vom Eisem Camping offiziell also ein dickescher Strohsass bis op dem Trostknöpfchen op de Weh vom Trail. Die war immer do an der egent von enke an Alter kom an dat ein ganz Stalltrappen, dat se geféierlich gin hun se egent von enke hun kom man se zo, weil ha riskiert leider Rof zu fallen. Und das aber vom ORT schon gesagt gin, dat dat touristisch extrem wichtig wäre, wann den Trail ma Camping verbunden wäre an zwei Richtungen, weil Camping so eng Möglichkeit das für Pot zu trinken. Auf der anderen Seite dat Leute, die Camping sind, können direkt von dem Camping op den Trail gehen. Das ist für an dubelen Richtung eng sinnvoll Sache. Und ich hatte noch den Tom gefragt, für das zu machen. Tom, ich kenne nicht runter, das ist kompliziert. Und dann ist es okay, dann komme ich froh, dann muss man eng spezialisierte Firma froh, für das zu machen. Und dann hat er noch gemerkt, dass dementsprechend teuer, ich meine, 41.700 €, mit touristisch also sinnvoll. Wie gesagt, ORT da ist no gelöscht am mir gedacht, okay, wir sind ein Touristenstaat, dafür ist Tourismus wichtig, da soll man gucken, von so Sachen zu machen. Und wie gesagt, das auch als Camping hat einen Nutzen davon. Voilà. Ich bin dort so frohen Wortmeldungen. Carol. Ja, also mir begräßen, ich meine, mir hatte schon ein kurz ugeschwart gehabt, ein die Trappen, auch an diese Videoskonferenzen, und wir begräßen natürlich, dass die Trapp soll frisch gemacht werden, die Suhe soll man Hand holen. Ein froh just schon mal vorgestellt, kriegen wir da auch Subsidien, als das gebunden und Tourismusminister? Ja, ja. Alle Investimenten, die wir am Tourismus machen, kriegen wir Subsidien. Man muss just daran denken, noch das heranzugehen. Wir müssen einfach den Reflex haben, im Nachhinein dann Tourismus sagen, hey, lass mal, wir haben es gemacht, und dann kriegen wir einen guten Teil Subsidien. Ja. Nee, weil sonst, wie gesagt, wenn wir wollen, die Campingraum, so wie wir in den letzten Jahren als Energie noch so und dran gestachen, dann möchte das natürlich Sinn, die Trappe. Ja. Und dann noch Uwen schön zu schildern, absolut. Natürlich. Ja, absolut. Mach's. Die Beispiele an sich, weil wir hatten da gefragt gehabt für 3-4 Jahre, für die Trappe an 13 waren, an dem uns gut gesagt, dass es zu teuer gehen. Dafür sind ich so froh, dass es auf den Ordre du Jour kommt, dass wir für 3 oder 4 Jahre hatten wir die Diskussion. Und dann ist es auch wichtig, was Carol sagt, für den Ausschank, den da kein ganzen Trail war, dass den auch noch schön dann präzisiert. Mich überrascht es nicht, weil die Finanzsituation von der Stadt Eschach nicht immer gut war. Die letzten 3 Jahre besser gehen, als wir verdroht haben wir die Möglichkeit nicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, dass es viele Sachen hat also Vierstag gemacht und du hast nicht zugegangen. Und dafür haben wir gezeigt, ne? Die 2 Sachen. Camping ist ein anderer, gell? Lo. Pardon? Dynamik Camping ja, ist ein da könnt ihr noch dabei. Wie 4 5 Jahre, meine ich. Richtig, voilà. Genau. Voilà. Da wusste man nicht, wohin am Camping, das war ja. Das ist eine wirklich heiß motivierte Equipe, die gehen nicht wirklich viel mehr. Und das sei die noch. Also letztes Jahr das wirklich, kann die ein bisschen so floriert. Also schön, aber gerade die Corona-Krise hatten, was bedenkt, dass ein bisschen mehr Leute da sind. Wir haben doch eine Chance für die zweite Halbzeit vom Jahr, dass wir da ein bisschen abfangen, wenn wir dann Möglichkeiten haben. Ja, noch notamment den Bistro, den du hast beim Camping, das ist ja auch wirklich flott, dass auch für die Leute, die den Trail wollen gehen, da müssen sie just einen Trab raufgehen und da sind so beim Bistro. Ich meine, das also erstens für den Trail eine Abwertung an, für den Camping natürlich super, wenn sie so direkt connectiert was am Trail. Okay, steht schon alles gesagt, dann gebe ich. Pardon? Ja, der Markt wäre froh. Den hast du auch so noch froh. Also, dann, erste war das der Kredit. Wenn das mit dem Kredit, d'accord, das Unternehmen. Und dann zweitens dann den Devis, 41.700, wenn das immer d'accord. Okay, merci. Dann können wir da loslegen. So, da kommt der Punkt 7. Das sind eine ganze Coop Mesure de Relance économique, Covid-19, haben wir sie genannt, als Überschrift. Das ist so Punkt weggefahren, jetzt sind wir nach 5 Punkten. Ich habe schnell nur rechnen gelassen. Insgesamt, die 5 Punkte Summen machen 150.000 € aus. 150.000 €, die die Stadt Eschach an die Hand hält, für auf verschiedenen Niveauen.
Erfahrungen zu machen für die negativen Impact von der Krise ein bisschen aufzufedern. Das ist aber anständig auch da. Probieren wir mal ein Demand beim Minister der Ökonomie, um nicht ein bisschen eine Unterstützung zu kriegen. Ich meine, wir haben als Responsabilität geholt und dann vielleicht kriegen wir das auch gut gerechnet. Fangen wir am Punkt A an. Auch da am Vierfeld hat mir das schon als Videokonferenzen aufgeschwert. Und da will ich einfach mal ganz klar ihr ganz große Merci sagen, dass das den mat unterstützt hat. Ich habe mich versucht rund zu tasten an der Videokonferenz und ich habe mich nicht getraut, den dort Monat einfach in die Gemeinde zu kommen, für den zu stimmen. Und ich bin wirklich froh, dass man das dort dass dir alle Guten das dort so spontan unterstützt hat. Das ist die Aktion, die letzten 4 Tage gelaufen ist, die Merci-Bon-Aktion, die 50.000 €, wo dann noch 10.000 € dabei kommen sind, wo von letzten Mittwoch bis Samstag gelaufen sind, wo man nicht einfach suchen die Geschäftsleute gehen, wir haben suchen die Leute gehen, die an die Geschäfte abkaufen gegangen sind. Das heißt, Leute müssen abkaufen gehen aufgrund von dem, was sie abkaufen haben. Ob 4 Palien, ob 50 €, 100 €, 150 und 200 €, haben sie dann dementsprechend einen Merci-Bon gekriegt. Ich hatte schon eine kleine Zwischenbilanz, ich kann nicht so wie der Ausgang ist. Insgesamt haben wir für 34.000 € Merci-Bonen ausbezahlt. Damit ist ein Umsatz generiert von 270.000 €. Auf 4 Tage, wo wir ganz zufrieden damit sind. Wir werden da doch nur und Presse schicken. Wir wollten da war aufwarten für dich im Gemenge rot zu so. Wir werden noch mir ein detaillierte Bilan machen, auch mit der UK als zusammensetzen. Ich habe schon ganz viel gute Feedback gekriegt, mir das auch immer sind auch immer Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, die zu verbessern sind. Aber insgesamt hat die Aktion bewiesen, dass von den etwas zusammen organisiert, koordiniert, der richtig upegt, dass den dann auch einen positiven Effekt hat. Also Duka oder die Einzelgeschäfte hatten da dort eine Länge nicht hingekriegt, ganz sicher nicht. Ich habe notamment von einem Geschäftsmann gesagt, dass ein Klient hat, neue Klient hat, die noch nie bei ihm waren. Das heißt, wir haben Leute, ob ich nach kriegt, die durch die Aktion ob ich nach kommen, sie was schon ganz positiv ist. Ich habe mit Leuten geschwärzt, die hier am Trifolien waren, die Merci-Bonen rausgehen haben. Wo die Leute begeistert waren, froh waren und insgesamt meine ich, dass da eine ganz positive Stimmung ging. Da sind ich hauptsächlich froh, dass als Geschäftsleute die richtig gebeutelt waren, wirklich lang Ohren gemacht und relativ lang Gesichter gemacht und an der Krise verständlicherweise. Und das hat aber ein bisschen Hoffnungsschimmer ging. Das waren so 4 gute Tage für sie, das ist nicht fertig, das ist klar. Mit der Idee für einfach eine Relance zu kriegen, zu weisen, das geht aber. Und das trotzdem wieder, weil wir hatten aber nur 2 Tage von den 4 Tagen, wo es wieder nicht so gut war, wo man auch wie läuft das dort insgesamt also gut gelaufen. Ich glaube, das an sich muss wir hatten am Vierfeld hat man so aufgeschaut, dass wir d'accord sind, für das zu machen. Wir mussten aber nur regulär en bonne du Form echtens auch 2 Worten de Kredit stimmen an dann noch de Subsid Kredit mat zu hunn an dann de Subsid die suen und der Stadtmarketing gin an eng Netzsach an dat ginnne ich wurt wann nach Wortmeldung hue ich Hummer net all guten zuen ausgin hun op der Seite mir hatte gesot dat eng Aktion können mat denen suen eng zweite Aktion zu eng späteren Zeitpunkt machen mir hat joch noch neicht fir Norreskas Bereich gemacht. Wir wussten in dem Moment noch nicht, dass die Gewopkom hat sie geschafft, aber wir können eventuell auch zu Sterbes feststellen. Wir machen das darüber Gedanken und da kommen nicht, ob ich zurück mit der Dauer denken, wie wir weiter. Und dann nochmal ein detaillierter Bilan, auch ein bisschen abgedeelt, wozu hingegangen sind mit der Branche, da haben wir ein bisschen mehr Informationen. Ja, Christoph, du warst schon ganz ungeduldig. Nein, mehr effektiv, weil schon die Aktion immens von weil auf der einen Seite dat regional lokal Ackerfe gestärkt hat, auf der anderen Seite auch Publizität hun von die Stadiercht nach du hat die hat wahrscheinlich bald genauso viel kascht wie Aktion kastet. Nee, also ganz kurz Pip, die ganze Pip, die mir gemacht haben, die hat 8.000 € gekostet. Ah, ja.
Also die ganz RTL Spotten an noch an Dingen das nach überschaubar gemischt. Ja, du weißt, das ich mein, das viel auch an der Region darüber geschwert gehen, an der Grenzregion darüber geschwert gehen, das definitiv eine Aktion wird zu begrüßen wäre net nach enke vielleicht nicht gerade an dem aus muss mehr wann enke kennt so denken, weil ich meine das der ballen op allen Niveau net effektiv gut gewirkt und leider densitéiert fir ha an de Boutique anzukäffen. Ja. Sos nach ja Carol. Ja, du hast gesagt, du sagst merci gesagt, dass wir spontan matt gemacht und es war ganz cool, es war eine gute Idee. Da möchte ich gerne matt. Ich kann nur so an der Stadt, dass darüber geschwart gehen. Ich meine, es beißen sich an den Fanger, dass es nicht 34 gemacht haben. Ich meine, wir waren die einzigen am Land, die es auf den Weg gemacht haben. Und von daher, wie gesagt, eine ganz gute Idee. Und da ein Kompliment und Marina. Ich meine, natürlich hat richtig flott ausgeschafft gehabt, schon noch ein bisschen mit Leuten aus den Geschäften geschwart gehabt, die 3D 400, dass das Ganze sich nach Tor ausgeht. Wie soll das da gehen? Und hier und da, das war eigentlich ein großes Arbeit für das aber zu stammen, ne? Weil wir konnten das einfach viel gestalten und eine gute Idee von 2 Jahren gesagt, aber da war viel Arbeit, eigentlich, aber da hat auch von den Geschäftsleuten an eben vom Stadtmarketing. Auf meine andere Frage hast du schon geantwortet, eben mit der Restsumme. Muss ich gucken, was den dann in dem Moment kann machen. Ich meine, natürlich, Doraska musst du auch. Du denkst, eine Präzision, dass die Idee vom Thomas Immelmann kommt. Da muss ich schon sagen, dass jeden nicht lang rumgedockt hat, mir effektiv die Umsetzung, das hat Marina gemacht. Hat ganz viel Detailarbeit gemacht, um zu gucken, dass Leute motiviert. Das sein Dinge mit die hatten Thomas. Mit Werben zu Summe schaffen. War super, ja. Ich wollte so, ich war ein bisschen an Geschäft froh. Da war verschiedene, wie soll das da gehen? Und da kommt man nicht mit Zeit, mit der Publizität raus. Wie der Christoph sieht, ich meine, die 8.000 € Publizität, ich meine, was sie wollen so, und das ist einfach die ganze Aktion, also schon wert, weil das schon eine Publizität nach draußen, also an der Stadt, das sind viel darüber geschwärzt gehen. Das war ganz gut. Ja. Carol? Das finde ich echt dann auch geschwärzt. Und gucken, da kommt vielleicht auch mal das Notischen schon vor dem Geschäftsreden jetzt. Aber ich meine, dass es doch wichtig war, dass wir intern auch die Videokonferenzen hatten, weil wir ganz viel über Geschäftsleute geschwärzt haben. Wir haben immer auch geguckt, okay, was können wir machen. Das hat die von uns die heutigen Ideen nur direkt parat. Wir wussten aber irgendwo schnell, dass wir irgendwie wegen der Kamera machen. Ich meine, dass man die richtige Wege hat, das müsste sehen. Wenn ich so eine Aktion möchte, weil etwas Neues ist, da kann ich muss immer hin und gucken, okay, was war gut, was war vielleicht minder gut, aber summa summarum meine ich, dass wir hier aber eine ganz positive Aktion gemacht haben. Und dass es auch wichtig ist, wie du siehst, eine Bilanz zu ziehen, zusammen mit dem Geschäftsverband, für zu gucken, wie es effektiv auch die Merci-Bungen nach diese Donokroute, wie die auch nach benutzt gehen. Weil wenn ich die nächste Woche gesagt, dass auch noch immer so selbst wie die 4 Tage mehr Leute an erster nach sind, das ist ja dann so mal für sie alle Guten noch gut, weil den Merci-Bon vielleicht an einem Geschäft benutzt, der geht vielleicht auch in ein anderes Geschäft oder geht bei einem Restaurant essen oder bleibt einfach einen Tag zuerst nach kein Glas essen, das ist aber positiv. Ja, mir allein die ganze auch noch mal People Count erzählen. Das ist auch interessant. Mich auch die ganze Zeit Leute gezählt, auch an der Corona-Krise. Und das war auch interessant, die Informationen auch und Geschäftsleute weiterzugehen. Also ironisch, klar. Ja, steht für ihn. Dann gebe ich auch dort 2 Worte. Für dich Kredit für 50.000 €, wenn hast du mal d'accord? Merci. Und dann das Subsid und das Stadtmarketing für die 50.000 €. Merci. Das ist schon ganz einfach, dass als organisatorischen Arbeit, dass mir einfach von der Stadtmarketing dann aufwickelt, wie wir da über Gemengen Dinge geht. Und plus haben wir manchmal Probleme mit dem Kontrolle finanzier. Das auch, wie wir das so gerne machen, wir machen ein Subsid und ein ASBL und die kümmern sich drum. Also das Telefon und ASBL, die Stadtmarketing dann und die machen das. Und das ist gut recht. Da war die Kontrolle auch, weil die hatte schon direkt nur gehakt. Gut. Ja.
Doch, Approbation der Kredit, au nouveau Kredit, ja, das ist dasselbe. Ah, ja, ja, richtig. Der Stadtmarketing hat schon einen Kredit. Mit das geliefert den Dingen raus, das ist supplementär, Kredit supplementär für das Stadtmarketing. Das ist die Explikation. Ja, das ist richtig, ja, das ist richtig. Okay, dann den Punkt B. Das ist eine andere Aktion. Wir haben da noch drüber gesprochen, wir geben das Saison verzichten auf Tax von den Terrassen, auch von den Ständen, die Geschäfte machen. Sowohl so die Restaurateure und Cafetiers, und noch Geschäfte, wenn sie Stände raus müssen, sie einen Tax bezahlen. Und dann haben wir gesagt, wir geben das Jahr nicht abheben. Du kannst in Mengen, das werden nicht viele schnell geguckt. Letztes Jahr war das aber 40.000 Euro. Das sind aber auch 40.000 Euro, die Geschäftsleute indirekt dann noch kriegen. Ja. Voilà. Ich bin dazu froh. Ja. Ich wollte sagen, dass man das begrüßen, weil das mit dem nächsten Punkt zu summen auch eine froh respektive Suggestion war, die wir als Fraktion ganz am Anfang vom Konfinement mit Ende März auch gestaltet hatten. Und dass wir natürlich froh sind, dass als Idee auch umgesetzt ging, dass wir darüber geschwärzt. Und das war auch direkt mänglisch von uns alle guten Anfang als positive Aktion noch gesehen. Ja. Ja, Caroline. Ich bin froh, par rapport zu der Größe von den Terrassen hat man so schon gesehen, dass verschiedene Lokonten Dächer mir weiter ransetzen, als war du alles gut gelaufen, war du kein Solo, Bühnen, einfach nur, ich war nicht viel an ihr danach. Nee, also wir hatten gesagt, grundsätzlich, da wo es möglich ist, können sie ganz gerne die Terrasse vergrößern. Robert de Boursi hatte ich gesagt, guck, dat kontrolliert hat ein bisschen mehr, dat net aber nicht heieren. Und so wie ich nach gehen auf der Marktplatz in Haller Gas, da geht das relativ gut. Das war kein Problem. Pomsche kontrolliert gehen, dat die einfach nach können beim Kamion da durchkommen, ne? Oder der Land besser gesagt. Ja, Jean-Claude. Markt dat ist am Kontext von der Distanziation, ja. Also logisch für Terrassenvirus zu machen. Ja. Ja. Wo op den zwei Seiten dat mi Flodders fandch van op den zwei Seiten zu Dëcher sto einfach generell, wann dann effektiv Pompchen dann durchkommen, dann ist dat ja vom Problem ist, net fest as well wie so einer Lokal aus ja. Am Moment dat Lokal eben net funktioniert, eitel steht oder kein Terras benutzt, dafür kannst du das nicht definitiv mehr, weil wenn nämlich du einen Racken den Terras für benutzen, dann wäre die Terras verhieren. Dafür ist das, ja. Im Moment geht das passagierement oder so lange keine anderen du hast. Das immer das Prinzip von der Terras ist immer das Ding Fassade. Für ein Ding Fassade, so viel Meter kannst du ein Terras machen. Du musst Stroß muss frei bleiben, Pompsches kann man ganz durchgehen, aber nicht links drüber weg. Weil den nächsten dat auch will Kind machen. Mir wird van du kein Problem hast, wenn du mit der Chor hast, dann ist das okay. Vitrin von einem Kleiderboutique stellen. Genau. Genau. Jo, gut, dann gibt man also die Suspension von der Tax stimmen, wie das dem Chor für 2020 war. Voilà, den haben wir gestrachen, da könnt den Punkt D, da das gewisse Logik daran hat, dat de vun der Zeit wo se de Chantecher net läfen, dat den do die Taxokkupation net gewonke se. Dat wär wegent wie logisch. Ja, aber das sind nicht nimmen do, sind auch so wie die Draufstung, als wäre die ganze Tax wird ganz Jahr abgehoben, was aber nicht keinen Sinn möchte. Du hast aber Periode machst du oder Stung drin. war anders gedurcht. Wir hatten Menschen darüber geschwärzt und haben gesehen, dass verschiedene Leute unterschiedlich interpretiert haben. Und war nicht so wie mit Gedichten, es kommen lieber auf, die wir da mal bis falsch stimmen. Können aber dann eigentlich nur du denken, könnte ich am Juli nicht holen. Da muss man da aber nicht formulieren. So wie die erste Logik hat formuliert, gibt das hier die ganz Algorithmen, die stehen, dass du kein Tax zu bezahlen hast. Das Problem ist, wie weit man die angefordert für, dass die Entrepreneur für man nicht so lang Trittwaren oder Platzpubliken besetzen. Das ist ein bisschen die Idee davon gewesen. Ne? Ja, und an der Zeit
sie konnte ja nicht schaffen. Das ist, sie war ja, an dem Moment stehe müsste Stuhl bleiben. Die Stadt leider aber keinen Demand machen für die Periode, wo den Entrepreneur nicht dürfte nicht schaffen, dass zu dem Moment die Taxe. Nora, steht am Dingen, dass just für die Zeit, wo der Baustopp war. Weil ich hatte da nicht gelesen. Ich hatte gelesen, das wäre für das ganze Jahr. Und das ist aber nicht der Sinn davon. Wenn ihr seht, just, du steht festgesagt. Ja. Daraus war das, war kein Cäsar festgesagt, dann ist das nicht richtig. Ja, da machen doch 2 Monate, die 2 Monate mehr März. Ich schon hier ändert dem Reglement stehen, le Collège échevinal propose de suspendre cette taxe pour la période mars-mai. Dann ist richtig. Dann ist das stimmt. Ja, das dann ist falsch gelesen. Das ist der letzte Satz. Ne? Ja. Ja. Da von den Matakorse kann man darum Drop stimmen als Punkt, weil das hast man das soll verdrückt, weil ich hatte die Mitte schnell gelesen, dass du kann nicht sehen, dass ich nicht gelesen wie man ganz Jahr wäre, du musst keinen Sinn. Ja, und dann ist es kommen lieber auf, wie wir etwas Falsches machen. Oder wir können da doch am Juli stimmen. Wenn den Punkt vom Mord geholt. Komm, wir setzen am Juli ihrem Drop und dann machen wir just für die Periode, wo der Baustopp war. Dann sind ich nicht mehr d'accord. Das ist der letzte Satz. Steht kein Sinn. Ne? Okay, das hatte ich. Sorry, mein Fehler. Wir holen dann am Juli Drop. Dann aber just für die Zeit. Gut. Dann der Punkt D. La suspension de diverses locations pendant la période de crise. Da hat man sie auch abgezählt. Das geringe Schappardon, Stand-up-Pedals, das Pedaloen, das Jugendherberg mit die 3 Pandemie die ganz Jahr, weil das ist ein ehemaliges Tax für ganz Jahr. Dann ist es Jugendherberg, aber nicht die Main, wo sie so hatten, das 3 Monate. Dann ist es also Garage, die wir verlohnt haben, Autos, Konzessionär, a woch nëmmen 2 Monate, wo den huet missen zo machen. Dann ass et eng Tax Amphithios vun engem Restaurant sei an dats eng Tax vun der Fëscherei sei, Di och ganz Joer. A wann en dat alles Summe rächen, da mecht dat woch 20.100 € aus. Dat sinn hauptsächlich touristisch Sache, wo man kom mir froen die Taxen net. Voilà. Frohen dazu. Ich meine, dass du de bon gär, dass du als Gemeng, wenn du proprietär bist von einem Lokal, dem Kommerz an dir Zeit Kilo frisst. Ja. Ja. Ist das okay? Da gebe ich dir die Wortstelle, wenn das mit der Korf für die Suspension von den dort Lokationen, das auch übernehmen, das ist nicht so, ne? Das gesehen, ja. Und da kommen wir bei dem Punkt E. Das Musikschule an do fromer de Gemengerot fir den Ewei musikal fir die erste nachher Kanner fir nächst 2021 gratis zu machen. Das den Pack 1 T-Staat, das sind 250 €. Für zu vergleichen, wo wat schwätzt man, letztes Jahr waren do 25 Schüler am Event musikal, 25 Schüler mit 250 €, die gifen 6.250 € ausmachen. Für wat froh man dat aus 2 Gründen, weil man kein Produkt können machen. Ein Produkt, das ist wichtig für Neukanner zu finden, zu kreieren für den Event musikal an, weil man durch Covid die Zeit verschiedene Kurse nicht konnte machen oder just noch über Videokonferenz und so, dass man das Direktrice gesagt hat, ich fährten, dass man Männer Schüler an Event musikal kriegen an das Propos, wenn man das gratis macht, vielleicht kriegen wir den dort mehr Irrstand nachher kann, wie gesagt, an Event musikal. Das ist ein Propos von der Direktrice, den der Chefrot unterstützt. Könnt ihr frohen. Ja. Resident. Ja. Wir sind nicht zuständig für die Kanner von den anderen.
also Direktrice gesagt, von der total stimmt, so mal Bescheid, da gehen nicht bei den Jahren Gemengen, da so eine stehen halt erst nachher machen, das macht das auch. Genau. Ne? Da das allgemein als dafür responsabel. Ja. Und muss wie gesagt, mit eng Schul an Diwirschner hast du aber viel mehr Kind. Eng Musikschule ha mat 1000 Schüler, wo 130 erst nach Schüler sind, all die anderen se von anderen Wirtschaften reisen Dinge als bisschen defaiert, dann mir wären all gute froh, wann méi Leiit von Haiochte von der Musikschule Kinder profitieren méi hun bei der Schule gesot hun natürlich ein Deck sozial, die nicht unbedingt favorabel für einen intellektuellen Musikunterricht ist. Ja, mir denken, dass grad de kannner an dem Alter grad erwischs, weil wann ze dann ich da mat 8 Joer das schon bald spät fir se wirklich so enger musikalisch Orientation zu bannen. Ja, Kanner erwischen, du musst Eltern an dem Alter erwischen beim EW musikal. Und wie du siehst, das ist schon ein Montant, wenn du 2 Kanner an der Musikschule angeschrieben hast. Nee, gut. Mhm. Ja, da gibt man da zum Wortstell, wenn es mal d'accord für gesagt, eine musikal für dich kann er gratis zu machen für eine extra Entrée. Das ist unangenehm, merci. Und dann eng zweet och Mse a Richtung Musikschule an Judith gesinn beim Restanten Etat, von denen die bis mir detailliert gucken, sie ganz viel Musikschulrechnungen, die Abstimmungen an mir auch do huet Direktrice Nadine Neder als gesot ein Geschäftsrot kommen schon ke gut gefehl schmengen ja Algo die fest akkommen hun die hat kein Problem mit Algo die eventuell an den Schumarsch partiell kommen sind oder die Käfest akkommen hun riskiert dat Finanzen schwierig geht, dann ass ein Minerval aber Carol hat gesot, dass wann du méi wie kann tues ass dann awer empfindlich an du war eben noch Propos fir eben noch als COVID-Mesure fir nächst Rand einfach de Minerval fir Eisleit op 50% zu setzen. Och nëmmen emolech fir einfach fir Eurotobessen dem Privaten oder den einzelnen Abwohner von Hai bis der zu helfen, wann sie will, dann muss ich schon gehen, dass sie dann eben Talschen nicht mehr brechen zu bezahlen. Ja, wie viel hat mich das aus? Von letztes Jahr war den Deal von meiner Wahl von den ersten nachher 60.000 Euro, war mir so 50%, dann möchte das 30.000 Euro an diesem Budget aus. Aber wenn ich alle die Dinger Summen hören, dann kommen auf die 150.000 Euro. Ne? Ja, wie will dort schnell besorgen? Okay? Zum Wort stellen, wenn das mit d'accord mit den 50% für das Rentrée, für erst nachher, die muss ich schon gehen, wenn das mit d'accord? Unangenehm, merci. Voilà, so mir als Responsabilität, aber eigentlich gut geholfen im Dossier. Da kommen wir bei dem Punkt 8. Das ist eine Approbation von einem Projekt d'Exécution de PAP Montreux-Trostknäppchen. Die hat gesehen, den hat man schon an los, das Projekt d'Exécution zu stimmen. Geht da nach einer Wortmeldung ein froh? Ne, da gebe ich stehen, Projekt d'Exécution zum Wortstellen, wenn das mal d'accord ist. Unangenehm, merci. Dann als der Punkt 9, die Approbation von der Konvention vom Office Sozial erst nach Rosbad Mompech für das Jahr 2020. Die wisst, dass wir ein Office Sozial mit der Rosbad Mompecher Gemeinde zusammen haben, den hier an unserer Maison regional sitzt, die an Mengen eng extrem wichtig an notwendig Arbeit mischt, an die Eis als Gemeng viel Arbeit auffällt. Ich kann mich erinnern, die Zeit, wo man nach kein Offiziation an dem dort Sinn hat, oder dem dort Gesetz mehr, wie den Offizial an sich auf der Gemeng angesiedelt war, wie das Beamten von der Gemeng gemacht wird, so nebenbei, wie viel Arbeit das durchaus war, wenn ich weiß, wie wir hatten auch für bei der restanten Tage so viel Situation ändert, an dass immer mehr Leute finanziell an Schwierigkeiten kommen, als so ein Offizial etwas nicht mehr wegzudenken, als an die
Und was ich eben ganz gut fand bei Eisenoffice Sozial, das hängt auch immer ein bisschen von der Präsidentin auf, was schon ein ganz dynamisch ist, wo sie nicht so schnell mit so locken, mehr echt mit versichern, Leute mit der Hand zu halten und zu guidieren und sie eben zu suivieren und versuchen, hier Situation an den Griff zu kriegen, echt also mit Hilfe, wie mit Geld helfen, aber letztendlich bleibt das nicht aus. Und mich auch depressiv sozial an demselben Gebäude, die ich auch ganz viel benutzt und auch immer mehr. Das muss ich einfach wissen. Und ich bin froh, wie das für die Arbeit, die alle guten, die Leute, die am Office Sozial sitzen, machen, weil das sind Arbeiten, die wir als Gemeinde dann nicht mehr müssen machen. Den von mir müssen machen, wir unterstützen sie. Wir haben sie auch unterstützt an der Covid-Krise. Auch sie noch da merci gesagt, Gemeinde für ihre Räumlichkeiten an Treue zu machen, Covid-konform zu machen, mit den Schutzmasken, mit dem alles Equipment haben ihnen geholfen. Auf der anderen Seite gesagt, man sie als eine extrem wertvolle Arbeit. Gut. Ginne zu der Konvention vielleicht nach Frohen oder Remarken. Nicht, da gebe ich die Konvention. Pardon. Ist das auf Davona bezogen Trieselon oder ist das doch 50-50? Das auf Davona. Das auf Davona, ja. Gibt es großes Changement vis-à-vis von UFD, was Leute betrifft? Oder sind da nee, das großes Changement nicht mehr. Das generell, aber das weiter los geht, dass immer mehr Leute auf den Office Sozial zurückkommen, was auch sich auch geändert hat. Das ist nicht nur das letzte, mehr insgesamt auf mehr Jahre zurückgeguckt. Am Anfang hat wie auch nimmen Rosbad war net Rosbad Mompech, wie sind nicht fusioniert waren nur doch der Bürgermeister von Rosbad gesagt, ja mir hunn kein so starke Böse wie dir du war weil mir bist städtisch sind und ich an sie aber bis mir ländlich einer Heise das tut ja auch as net Pilot-Situation, dat ich sie enke noch hun so Rosbad Mompech och méi Leiit Aufwohner zu hunn, die bis hunn, die op no Salwiese sind. Ich die Situation ich ganz klar geändert. Mit dat eng Situation, die man here mar überall am ganze Letzer bei Land mittlerweile lass an dat das bedingt durch als heich Kachten Wundkachten an der Woche Lebenserhaltungskachte sind. Ich mein, die schaffe gehen relativ heich lehn mehr wat recht bleibt, das aber immer Mann immer mich schwierig. Ja. Das ein Trend den wo net wees wie dat eng ophält. Ja. Wir können das ganz gerne Vicky Bergscheid rufen für ein bisschen Detail dazu. Wir von Zeit zu Zeit ein bisschen mit Türle kriegen, weil ich schon kein präzis Türle kann das aber ganz gerne machen. Wenn der Wunsch besteht, kann man das ganz gerne machen für ein bisschen mehr an Dave vom Office Sozial ranzugehen. Ja, könnte ganz gern. Total notwendig für die Konvention, aber insgesamt für eine Bilanz. Ich froh, wie ich denke, wie hat das so, hat du da von Astrid Quarouche oder Mathieu Quarouche, kriegt ja Zölle von hinten an die Person, die das gemacht hat, hat letzte Zeit nicht gemacht und muss eigentlich nur hacken. Hat braucht Zölle von der Quarouche, für dann als die Präsentation zu machen. Mit wer war sinnvoll. Ja, Caro. Ich wollte eng froh an dem Sinn stellen, weil ich weiß, dass an andere Gemengen noch lo méi op den Office Sozial zurückgekraft gin as lo an der Zeit. Und wäre auch interessant zu gesinn, weil den Office Sozial huet weiter funktioniert, auch van natürlichen nach spezielle Konditionen, mir fir zu wissen, ob sie lo vielleicht auch an den letzte méi Zolaf hatten. Das ist gut. Nur gesagt, ich freue Vicky, aber eventuell für die Sitzung vom Juli kann kommen. Aber dann haben sie auch ein bisschen Distanz, dann haben sie vielleicht auch schon Zeit für Zölen zu kreieren. Da können wir vielleicht ein Zwischenbild machen, wie effektiv die Corona-Krise, wie eine Auswirkung Krise, ob hier Klientel hat. Ja. Ups. Mama. Okay?
Das ist eng Wortmeldung? Nee? Können wir die Konvention zum Wort stellen, wenn das mit d'accord? Unanim, merci. Ja, dann Punkt 10, dass die Statuten gibt mir eine Chance, die das bestimmt durchgelesen, die kriegen wir zur Kenntnis. Ich denke nicht, dass du eine Wortmeldung hört. Nee, brauchen wir nicht stimmen. Dann gehen wir bei dem Punkt 11. Modification du règlement de taxe, Suppression de la taxe de chancellerie à 10 €, das ist Tarif B. Für was macht man das? Das ganz einfach, das ist eine andere. Es sind mehr Sachen, die durch Tax fallen, mit geht eine andere. Und das ist ein ausschlaggebender Punkt, dass von sich ob der Gemeinde ummeldet oder ob der Gemeinde aufmeldet, dann müssen die Tax bezahlen. Nur ist es so, dass durch Changement kommen, dass den sich ganz oft an der neuen Gemeinde kann ummelden, an der Bauernstippe und der aller Gemeinde aufzumelden. Du hast da festgestellt, dass just die Leute, die hier nicht nach sich un- und aufmelden, die müssen die Tax bezahlen, und die bei einer anderen Gemeinde plündern, die brauchen die Tax nicht zu bezahlen. Das ist das eine Argument. Und das andere Argument ist, dass man für dieselbe Tax auch Kopien oder jedenfalls Dokumente immer dieselbe Tax holen. Und dann muss man gefragt, wie sinnvoll das überhaupt noch ist, die dort Tax zu finden, und nicht so einfach die dort das Service gratis machen. Das hat auch nicht den Avantage, dass an dem Büro, wo die dort Sachen sind, da kein Case-Bereich zu sind, dann noch kein Case gefordert zu gehen, und da so etwas, was der Kontrolle auch da viel wird, dass nämlich ein enger Platz ein Reset für Suche fließen, dann normal den anderen Büro nicht mehr. Für das aber zu machen, muss man dann einfach die ganze Tax annullieren, und dann, wenn ihr auf den dort Büro da geht, Populationsbüro, dann alles von den kriegt, ist dann teilbar frei, an dem Sinn keine Tax zu bezahlen. Aber die Gemeinde muss das aber stimmen. Das ist die Hand drin. Also ich gebe so eine Simplifikation administrativ letztendlich. Gelieft? Ja. Keine Wortmeldung dazu. Gebe ich die Abhebung von der Tax zum Wortstellen, wenn es mal d'accord. Das ist auch unangenehm. Merci. Für den Punkt 12, eigentlich, Jean-Claude, gebe ich dir das Wort gehen. Bis zivil. Du hast gesehen, das sind 3 Punkte am Anfang sind Kreation de Post. Der nächste Punkt ist vielleicht mehr interessant, das Kreation de Post Educateur. Wir hatten bislang am Hospice keine Edukateuren. Bislang im Kontext von der Reform von der Assurance Dépendance, also so, dass Normen für die Qualifikation vom Personal, geht dann mit Betreuung, dat de geändert hun. Dat ist, und dafür sind wir gezwungen, qualifiziert Personal zu haben, dat ist hun Edukateuren, die man müssen erstellen. Und dafür haben wir 3 Postedukateurs geschaffen, ein Edukateur 100% à plein temps, an 2 Posten von Edukateur à 75%. Den zweiten Punkt ist eine Kreation de Post Cuisinier. Wir hatten bislang just ein Cashin, ein diplomiert Cashin, der ist auf der Falsche gelaufen, notamment weil es auch viel Administratives zu machen haben. Dafür haben wir einen zweiten Post für Cuisinier geschafft, das ist für neue Karten heranzustellen. Und den dritten Punkt ist am Anfang dasselbe, das heißt, wir haben einen Techniker, und wir hatten dem zur Hand am Anfang einen Handlanger, der nicht qualifiziert war. Der Junge, den ist gestorben, und wir kreieren einen zweiten Posten von Techniker, auch notamment, weil eben den Ausbau vom Spital geschwind können, dann das ist sicher interessant von den zweiten qualifizierten Technikern. Das sind die 3 Posten. Wir kommen dann hier nur darüber zurück auf Nominationen. Merci Jean-Claude. Ich bin nicht froh zu der Kreation der Post. Okay. Maar daar staan we het woord. Eerst en tweede met akkoord voor de creatie van de post van educateuren. Unaniem, merci. Creatie van de post cuisinier. Unaniem. En creatie van de post technicien. Unaniem. Merci. Da kunt een punt 13.1, dat is ajout van de geringe fractie. Ja, Christian. Also es geht um das Wohnbild anklagen. Seit der Atomzentrale gebaut sind, sich die Wissenschaftler und Politiker noch Lesungen für den Atommüll zu entsorgen. Das war von Anfang an auch für die Atomgegner ein wichtiges Argument.
weil all radioaktiven Ofall, den entsteht, schafft Eis an de Generationen no als Probleme. Bei all Atomzentralen entsteht Atommüll, die schwierig zu entsorgen ist, an den über Jahrzehnten, vielleicht sogar über Jahrtausende muss überwacht gehen, gesichert gehen. Das Problem ist schon 30 Jahre bekannt und es gibt bislang keine Lösungen gesicht und bis heute ist keine Lösung gefunden gehen. Von den 28 europäischen Ländern haben 14 Länder Atomzentralen und die sind alle gut mit dem Problem befasst. 2011 hat die EU-Kommission dezidiert, dass all die betroffenen Länder Lesungen bis 2015 müssten auf den Tisch legen. Aber ohne Erfolg, es sind eben keine Lesungen da. Neben den wissenschaftlich-technischen Problemen für zu lagern, fehlt es auch an der Akzeptanz von der Bevölkerung. Keiner will so einen ticken Zeitbomb aus einer Region haben. Bald schon mit der Corona-Krise Pläne vorgelöst für Endlagerung von nuklearen Unfall, an dem Siten dran sind, die an der Grenzregion mit Lützeburg sind, sogar bis an Lützeburg herangehen. Am Fall von einem Unfall hat das für Lützeburg tragische Konsequenzen. Dafür muss man es wehren, dass das nicht geschieht und nicht einmal ohne viel Protest Endlagersiten bei ihnen festgelöscht gehen. Die Laufzeit von einem Atomreaktor war anfangs auf 30 Jahre ausgelöscht. Viele von den europäischen Reaktoren haben diese Zeit schon lange erreicht und noch überschritten. Die belgischen Atomzentralen Tihange und Doyle, die haben den Alter längst erreicht. Sie sind von 1975 bis 1984 gebaut worden. Sie haben 1999 haben sie die Laufzeit auf 40 gesagt, aber das ist auch schon überschritten. So wollen sie das Zeit auf 60 Jahre absetzen, was ein immenses Risiko ist an zusätzlichen radioaktiven Müll verursacht. Lützeburg hat sich für Jahre gegen Atomkraft ausgeschwart und sich auch gegen den Reaktor entschieden, mit Kroten auf die Grenze trotzdem gesagt. Dafür geht es darum, in diesem Fall nicht überrumpelt zu gehen, geht darum, dass man mit der Belge auf einen Höchst schaffen und dass man die Umweltimpakte ob als Trinkwasser an noch op dem Welt gucken, betraf as jo Stauseeregion an noch bekerischer Wasser an nach verschiedene Sachen, wat man an der Emotion dort rasto hun. Dafür muss Lützeburg lo matschwätzen an angebunden gehen, an dafür wollte mir als ersetzen, für dat man net bemer für engem fait accompli stehen. Dafür hätte mir gern, dat ihr danach auch das Motion stimmt. Merci, Christian. Die Motion ragin, die Motion denken, die basiert op der Motion, die an sich die Civicol ausgeschafft hat. Den Civicol, die Motion von Civicol sind wat handel steht, ich meine, das immer als eins. Dem Décide steht selber. Décide de s'opposer au projet de plan pour l'enfouissement géologique tel que proposé actuellement par l'autorité responsable belge, mais das immer als eins. Und dann, wat gefragt wird, demande par conséquent de reporter la consultation publique und so weiter und so fort. Ich meine, sind wir auch eins. Und dann charge le collège des bourgmestres échevin de transmettre la présente délibération pour le 13 juin 2020 au plus tard à l'ONDRAF, das ist die belgische Entität, die sich darum kümmert. Denn ich meine, du meinst, als mehr oder weniger Konsens sind Konsideranten, die deels politisch können sind. Der Civicol hat an seinem paar Bayer 19 Konsideranten, die dann ein paar Bayer 30 Konsideranten, die ein paar Sachen dabei gesagt. An Kind sind aber mit den Konsideranten Probleme haben. Carol hat die DP-Fraktion wollte auch nach einem Ding ran und dann hat man da drei Kollegen am Chefrat, wir hatten noch ein Brüst und du war Menge Remark, Kind meist nicht ob Konsideranten. Also ich meine, was dezidiert muss gehen, das alle über dasselbe. Das ist als Konsens mit Konsideranten. Sind am Civicol gebe ich so politisch nicht gefärbt, durch ein bisschen mehr Farbtrabrusch, aber man also über die Konsideranten nicht sind, dann immer Probleme für Dinge zu stimmen. Dafür das Menge froh, wer Civicol Proposition
wäre auch eng Möglichkeit für ihr für Wort zu stimmen. Ja. Also wir begrüßen die Civicol, also das am Anfang am Text sind wir mit alles d'accord, aber es fehlt als Punkt dran. Wer hat möglich, dass wir das Kind dabei setzen. Want ze is veel Punkt das von denen die dabei gesagt wird. Ja. Heißt den Punkt, estimant qu'en attendant la validation éventuelle ou non d'une solution sûre pour la gestion des déchets nucléaires, la première priorité devrait être la réduction maximale des déchets visés et donc l'arrêt des réacteurs nucléaires. Der Punkt ist an der anderen noch nicht dran. Ja, da sind wir beim Politischen. Ne? Ja, mir Lützeburg ist ja eigentlich aber überzeugt, dass es nicht viel an nukleare Zukunft an der Atomzentrale gehen. Ja, die kann mich stellen vor, was ist die Alternative? Gibt genug Alternativen? Nee, was ist die Alternative? Die Alternative? Zum Atomstrom? Den Naturstrom. Das geht nicht durch. Doch, das geht durch. Das ist immer ein politischer. Ja. Ich bin Ingenieur, ich habe in meiner Ausbildung schon Atomphysik gelehrt, nicht als Hauptfach mehr, als Teil von meinen Fächern. Das ist problematisch, der Atomstrom. Du gibst 100% recht, das Problem von Deponie ist problematisch. Mehr als das, mit dem, was wir heute tun, kriegen wir das Stromnetz nicht stabilisiert, ohne Support. Wenn es nicht den Atomstrom ist, dann denke ich, wir 100 sind Kohlekraftwerke. Das ist aber auch nicht unbedingt glücklich für die Umwelt. Ich gehe nicht 100% recht, man muss eine Alternative sichern. An Stellen ist noch das bedauernswert, wenn wir haben, das. Keine Alternative. Das Stromnetz klappt zusammen, wenn wir all als Atomzentralen zumachen. Und da habe ich dann ein Problem für selbst zu stimmen, wo ich weiß, dass das technisch nicht funktioniert. Ich persönlich. Ja. Darf ich noch so? Selbstverständlich. Lützeburg hat ja aber schon ganz viel geringen Strom. Ja. Und wir können ganz Lützeburg mit geringem Strom ohne Atomzentral beliefern. Nee. Maar nee, Doch. wo könnte Strom dann hier, waar kein Sonne scheint, aber kein Luft bläst? Also es gibt da ganz viele Projekte, ich war kurz in Deutschland an einer wie ein Ort von der Wandenergie auch von der Sonnenenergie kann speichern. An es umwandeln an also ich kann gern den Alarm mal mitbringen. Sogar zu 3 Jahren hatten sie schon ein Projekt, weil in ganz Deutschland brauchen sie anscheinend zu 129.000 Wandräder. Auf ganz Deutschland zu beliefern, bräuchten sie 35.000 von der neuen Generation. Und dann zusätzlich bräuchten sie Speicherkapazitäten. Das ist der Punkt. Und da gibt es neue Ideen, es gibt Ideen mit Tieren, die abgerichtet sind, wo ich kann mit der Energie, die zu viel ist, im Moment, wo Luft ist, kann ich Blick runterziehen und die sind, wenn ihr bei der Schweiz guckt, bei Zürich gibt es ein Projekt, wo der schon steht, wo die Energie von der Wandenergie auf die Solarenergie, was teilweise ja zu viel ist, und auf anderen Plätzen Kind gebraucht, wenn keine Wand ist, für das zu speichern. Es gibt in Deutschland sogar schon ein Projekt, wo sie auch Wasserstoff, wo sie fertig bringen, dann was zu viel da ist an Energie in Form von Wasserstoff zu speichern und notwendig dann zu gebrauchen. Es gibt noch ganz viele Alternativmethoden. Ich bin noch damit d'accord, dass wir auf vielen an der Technik noch nicht weit genug sind. Aber wenn wir uns kein Ziel ersetzen, wenn man so einen Reaktor aufschaltet, da brauche ich noch 10 Jahre, bis den überhaupt kann zurückgebaut gehen. So lange brauchen sie das für überhaupt das Material dort zu killen und für es stillzulegen. Und viele Länder sind aber auch am Gang, dass sie die Atomzentrale stilllegen. Deutschland hat den Plan, ich weiß nicht, für Franzosen noch keinen, aber Belgien auch noch keinen konkreten. Wir sind aber überall am Gang Bemühungen, für die Atomenergie zurückzuführen. Und die anderen Energien eben. Okay.
Ich will nicht alles ich will noch nicht monopolisieren. Carol und Jean-Claude. Ich will vielleicht just etwas, weil wir haben natürlich viel darüber geschwärzt, wir haben alles ausgeschafft gehabt, ihr die vom Civicol raus war, und von daher den Text, den Lohai des Civicols zurückbehalten hat, von den Punkten, natürlich können man dem mal drohen. Und wie du siehst, es fehlt da ein bisschen politische Courage, natürlich fachlich gesehen, wie du lo siehst, politische Courage lo heute dran, für gegen den Atomstrom, natürlich. Wenn du lo siehst, sie keine Alternativen do, aber Ziel ist ja aber auch, für weiter nach dran zu investieren, für Alternativen zu finden. Das heißt, dass der Willen weiß, wir wollen nicht so weitermachen, wie schon an 80er Jahren gesagt, wir haben Zeit für Lösungen zu finden, aber dass weiter dran investiert wird. Und da zum Beispiel auch ein Punkt, den rausgeholt ist, das ist zum Beispiel Estimant que les pires Katastrophen. Das heißt, sie haben ein bisschen das Zweiten von rausgeholt. Aber wir können ja nicht einfach nicht mehr so, wir sind gegen die Schäden, aber wir sind nicht gegen Atom. Das ist ja auch eine falsche Überlegung. Mengens erstens noch, ne? Einfach just für Wissen, weil die sind an der Tasche nicht gegangen. Ich meine, da sind viele Diskussionen unter den Wissenschaftlern. Aber muss ich aber für dich mal wissen, was die will. Von daher vielleicht, wenn wir einen Punkt dran haben, wo wir mehr, wie gesagt, wir wussten, dass die dort in Diskussionen kommen. Wir haben probiert, da dran zu machen, weil es wichtig ist. Und natürlich den Text vom Civicol, können wir mal drohen, wir geben nicht begrüßen, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr weit gehen und so, komm, wir schaffen darum, dass wir vielleicht nicht mehr brauchen, just über die Landlehrer zu schwätzen. Jean-Claude, ja. Ich will sogar Schwierigkeiten mit der Resolution vom Civicol. Es geht ja auch nicht um die Atomenergie. Hier sind die Weltpolitik, die müsste ich Gedanken, wie gehe ich mit meinem Atom? Und, die Stochasgeologie ist wahrscheinlich die einzige Alternative, die es gibt, wissenschaftlich, weil können ja nicht auf den Mond chasen, das ist jetzt gefährlich. Und sie schenken ja dann hier ihr Leid am Fungol hier, die belgische Population, durch die Info, die sie machen, darüber zu präparieren. Das heißt, wir sichern ein Site für den Atommüll dann zu vergröben. So dass ich mich freue, am Fungel auf der Karte gesagt hat, da ist dann noch 2 Sitten nur bei Lützeburg führen. Ich freue mich, ob wir Lützeburg überhaupt sollten do amischen, aber am Fungel nicht einfach sollte so sein, dass wir wollen da nur angebunden gehen, wann war wirklich Diskussion wir, dass das Stockage mehr no an neue Gegenden kommen, da wollen wir natürlich angebunden gehen, wie für den Moment. Sollen wir als überhaupt äußern zu dem, was an der Welt geschieht? Das ist das, was ich mich freue. Also, vielleicht ganz kurz. Was hat Civicol gemacht? Ich meine, die Gemengen, die auf der belgischen Grenzen, dass die nervös gehen, das kann ich ganz gut nachvollziehen. Und dafür hat Civicol gemacht, weil da eine gewisse Solidarität unter den Gemengen ist. Von mir auch froh waren, dass sie solidarisch waren mit der Grenzschließung. Und da kann ich aber sagen, das ist legitim. Und das Wasserreservoiren da riskieren, eine Schuhe zu kriegen, die Risiko ist definitiv da. Und dafür fand Kinder aber dürfen schon matt schwätzen. Mengen schon. Ja, wen hat da drei noch? Ja, ich bin am Anfang der Meinung, dass die Mission von den geringen, aber die Kompetenz von der Stadt erst danach übersteigt. Ich meine, die Decisionen hier, die sollen auf einem anderen Niveau geholt gehen. Ja. Dafür ist die Motion vom Civicol, die ist auch für mich an der Reihe, für mich auch stimmen. Carol, pardon. Fluss, den du dran hast. Das sowieso trotzdem zu denken gehen. Und auch wenn dann an der Welt ist, da kann noch irgendwann ein mal heile kommen. Dann ist was auch versauen. Also, das können wir nicht gerade so negligieren. Mein Leben. Ich meine, Carol verdicht. Ja. Also ich fand noch, dass das Sujet schon so alle guten Apps so geht, dass man nicht müssen so, dass das eine andere Kompetenz ist. Wir wären effektiv hingegangen und hätte vielleicht ein bisschen Männer
wie du gesagt hast, politisch Couleur proposiert. Wir wissen noch, dass das ganz am Anfang auch mal, dass doch eine Resolution vom Civicol ausgeschafft wird, dafür für uns, das ist auch die von verschiedene Parteien zusammen ausgeschafft gehen. Dafür ist mal die Konsensproposition, die sie gemacht hat, für uns ganz okay, für einfach auf der Basis von der vom Civicol zu schaffen. Just zu sagen, wenn du siehst, dass nicht an Eisen Kompetenzen, also wir haben ja aber durchaus Kompetenzen für ein Avis zu etwas aufzugehen, gell? Weil du an die Motion stehen könnt. Natürlich, wie gesagt, es geht als einfach mal darum, dass ihr danach ein Avis aufgeht, ne? Und wie gesagt, du hast gesagt, der Civicol, das ist okay, also wie gesagt, werde ich doch voll so zu den Flüssen oder zum Wasser. Wir fühlen uns hier sicher, weil wir als Quellen haben. Wir wegen da ist Garantie, dass das so weitergeht. Aber wenn wir dann an einem anderen Reso sind, ne? Also was Zukunft bringt als Sache Wasser, ich muss so schon den letzten Sommer erlebt, weil ich war in einer Quelle, schon mal nie vorgestellt von der Kunde daheim abgegangen. Also da hatte ich immer kein Wasser mehr, weil mein Quell war. Da ist er reingegangen. Aber du guckst den eigentlich ganz dumm. Aber wenn dann nun ein Reso geschlossen wird, den einmal mannerwertig ist, weil du ein Endlehrer ist, wo ich hätte können vielleicht für Jahren aber können mitschwätzen und ich hätte es nicht gemacht, da gibt man es mengenlich Reproche machen oder andere geben uns Reproche machen. Ich mir selber auf jeden Fall. Also, ich verschließe mich nicht der Diskussion mit meinem Time. Ich kenne das ganz gerne. Ich hatte das schon über Facebook proposiert. Das ist eine ganz spannende Diskussion. Und ich habe das Gefühl, dass man können die vom Civicol Stimme gibt, dass der gerne Lever mehr gehabt hat, mir schwierig. Ne? Dafür gesehen ich nicht, dass es so mehr ein Couleur, ein politische Couleur ist. Das hängt ja zusammen, was man die Zentrale mehr lang laufen lassen, was man mehr von dem Material kriegen, aber die Schwierigkeit für das irgendwo an der Welt zu lernen, das bleibt bestehen. Das bleibt auch an den Ländern rundherum bestehen. Das heißt, dafür sind wir wirklich trauen, wir als wirklich politisch alle Guten nicht zu sagen, wir wollen aus dem Atom rausklammen. Also für die Grünpartei kann ich so, wir trauen uns das zu sagen. Wir mengen, dass es halt nötig ist, dass ihr seht, wir klammen aus dem Atom raus, dass man nicht noch weiter aufhält, schaffen. Und danach. Es sind so viele Länder, die auf den Weg gehen, neue Atomzentralen zu bauen. Und das ist etwas, was Mengen sagtens nur die lo laufen, okay, für nur wie du siehst, dass die Wissenschaft weiter darauf schafft, für nicht mehr Neuer zu bauen. Ich muss nur so, ich Voilà. bin herzlich, ich begrüße das neu, weil die sind viel mehr sicher, wenn sie ein neu bauen an alle, Ja, die unterschiedliche Wäschmann, dass das mehr sicher wieder da hat. Was nicht? Nee. Nicht, die Möglichkeit, dass ein Accident an denen Endklarer, du hat ja eigentlich gar kein richtig Endklarer sehen, weil die müssen da überwacht gehen. Dass da ein Accident geschieht, die Möglichkeit ist da. Also wenn in die Deutsch gucken geht, als zwei, also im Moment eine Katastrophe am Gang, wo sie noch nicht wissen, wie sie die gelöst kriegen, weil da müssen sie die Fässer raushüllen, weil Korrosion von denen Salz, also sie wissen wirklich da noch nicht. Und die Möglichkeit, dass da ein Accident also einem Endklarer geschieht, ist auch da. Wir brauchen auch nicht mit Gestein zu rutschen, da lebt das an Grundwasser. Also okay. Sorry. Ja, also, das ist nicht den politische Courage, das ist einfach nur die technische Realität, die dann nicht ermöglicht. Das ist mein Problem, mein wissenschaftliches Problem. Ganz kurz, das ist kein Courage, das die Deutschen machen. Das die Deutschen machen, das nicht mehr Kalkül, dass sie von anderen Ländern den Strom kriegen, den sie brauchen.
Aber sie allein kriegen nicht hin, das funktioniert nicht. Deutschland kann nicht autonom ohne Atomstrom Kohlenkraftwerke. Sie sind nur gern Braunkohlekraftwerke abzurichten, für das abzufangen, was an Atomstrom fehlt. Das ist aber auch nicht Lösung. Also, was den Ausstoß anbelangt, dann ist der Atomstrom als problematisch, was radioaktiv Material. Aber die Produktion vom Strom ist proper. Im Vergleich mit Braunkohlewerken. Ja. Das ist aber für mich eine falsche Diskussion, die Deutschen machen. Was mich erstaunt bei seinem trotzdem wirtschaftlich und noch industriellen, hoch entwickelten Land. Also wirtschaftlich geht das Problem anklarer immens, das kostet uns immens viel und das kostet uns in Zukunft immens viel. Wenn du die ganz Suen, die muss man sowieso dafür holen. Wenn in das alles berechnet, dann ist es absolut finanziell auch noch gar nicht machbar. Aber wenn die Suen, die heiner, weil wir riskieren, dass nach neue Zentralen abgerichtet gehen. Also die zwei an der Welt, die sehen ja gleich an. Aber wenn wir so, es gibt keine andere Lösung. Es gibt ja andere Lösungen. Ich meine, wir können nicht so, es gibt keine andere Lösung. Und du siehst, dass Atomstrom proper ist für dich. Produktion, ja. Nee, für eins Generation lo. Vielleicht noch für die Generation nur eins. Aber wie seht ihr für die 10 Generationen danach, wo immer mehr Déchets nach muss stockiert gehen? Das heißt, ich weiß, du sind nicht ganz bei euch. Das ist problematisch, äußerst problematisch. Ja. Voilà, und das dafür gehen ich immer ein bisschen rose, wenn ich so, dass es propere Strom. Du kannst nicht so, dass es propere Strom, weil was du haben dann Resultat nur Generationen, wenn du siehst, für 50 Jahre propere Strom an Dingen an, musste du noch 500.000 Jahre warten, bis das darum auf einem. Ja. Ich weiß, du warst dabei, aber voilà. Aber nicht viel gegen allgemein, gegen Atom, sind da nicht dabei. Wir sind dann noch mit der anderen Motion d'accord, aber wir hatten es gefragt, wenn noch ein Satz oder zwei dabei können wir ja vielleicht etwas mit dem Klimateam mit ranholen, was wir ein bisschen mehr ausschaffen. Wir müssen eine Diskussion machen, aber nicht heute. Ich ganz durchdiskutieren, ganz gerne. Soll ich die Proposition vom Civicol zum Wort stellen? Ja? Ja. Wenn das mit der Resolution, wie der Civicol sie proposiert hat, das ist ein Ding, die muss ich wegstellen, das considérant que la commune est située à proximité d'une zone, das sind wir nicht, ne? Die muss man bei uns wegstellen, für den Rest, das sind dann Teilkeil gut. Wenn das du mit der Resolution d'accord, wenn das dagegen, wenn enthält sich eine Enthalung, aber ich hatte gemeint, voilà, mit einer Enthalung, dann muss man den auch da fortchecken, für um 13. Ne? Den muss man relativ schnell da machen, du weißt ja schon. Okay, gut. Dann Kommunikation, 2 Sachen. Wir haben für den 1. Juli eine Reunion mit den Leuten gemacht, die eine Reservation an der Markt haben. Wir gesagt, wir müssten die aber rufen, am Möglichkeit schon hier am Trifolium, am Atrium, es passiert Leute so hin, dass sie Covid-konform sind. Wir hatten einen Reunion-Job gemacht, du warst just an Covid-Zeit gekommen, einfach zu sagen, dass wir Planung engem Wäschkoll engem Männer gin hunn, an dat mir awer garantiiert, dat fir dat fertig dann immer an Timing finden ze so ha so an so den Timing an dann fir hin noch méch get wann se man not, dat dauert mir awer lo en Joer ze lang, dat den aufspringt respektiv dat de wees vun run ass. Die Reunion dat den 1. Juli am Trifolio, wann vum Gemengerot dabei sind 20 was een herzlich willkommen. Vernet dat mir mat marchtekt, wo man die Leute da gesinn an hin ball hier froh und dann antworten gehen. Nationalfeiertag Dirf man jo net feieren, sich all gut aufgesot. Wir wollten aber ich proposieren als dat mir als Gemengerot um 4 Uhr den 22. um 7 Uhr
für ein Monument mort zu summen, eng Gerb einfach niederlehen, gucken, dass vielleicht zwei Musiker von der Harmoniedose nehmen enger Trommer, nehmen enger Trompet für die Sonnerie national zu machen. Und dann machen wir ein Foto. Ich werde Message abzeichnen und da setzt man die Sachen zu summen. 4 op 7 op de Facebook dan het Foto wo dir dabei sind dann mein Message und dann hummer de Leider klenges gesot dat war die Minimalversion, die man wat war net goneich gife machen. Also dann kann ich lochen opschreiben den 22. Feierabend um 7 Uhr treffen wir uns beim Monument mort, gucken am eng Gerb hun. Und wir machen dat zu summen net mit 3, wir gehen zu 11 dann op man dat zu summen. Kleiner Gest für den Nationalfeiertag. Ja. Ben, hoe mir so etwas? Bist du nicht mehr? Nee. Just vielleicht paar die den Naturpark mir hat lo e Büro an du hast am Fond gesot gin dat lo die nächste Zeit do bis op Sperrflamme gefu gëtt. Dat hecht das vom Minister aus gesot gin, dat mis gespurt gin an sie werte lo mal kein gräser Neuprojekt Ugo mit Lomo geguckt für die Projekten zu machen, die geplant waren. Dat hecht do gëtt lo massiv gespurt. Just pour info. Okay. Dann Punkt 14, Question. Ja, Jean-Claude. Ein Plan d'aménagement général, das hat man ja. Henke Jo vom Spidol ist man PHP an drunter. Ja, wir hatten effektiv aufgrund von den Mail hatte statt dann nur gefroht, denn das ist ein kleines Problem. Wir wollten aber denken nur frohen. Am Prinzip können wir so Leute am Trifolen empfangen mit Distanz mehr. Und das ist das Problem, muss auch Reservationen sein. Das ist ein bisschen Kondition, die ich nicht gesehen habe. Das ist Reservation, du musst wissen, wer könnt. Aber wenn es eine Séance publik muss, weißt du nicht, wer könnt. Du kannst nicht so, du darfst nicht mehr kommen, was ein Festplatz ist. Das ist ein bisschen das Problem. Wir sind ja nicht ganz am feinen Kader für proper zu sinn zu stimmen und dann die Reunion mal wo Publikum kann kommen wie will. Du kannst nicht immer so du dirst nicht kommen. Das ist wir klären das nach Hof. Wir schon auch Joel soll auf jeden Fall mal den Text, den du mir geschickt hast und Büro d'études schicken. Also von Schiff mir gefällt zu sehen, 13. machen, 13. Juli nächste Menge rot. Aber wir müssen jetzt nach Hof schon ob was der Natur sieht, ob das dann der Reihe ist. Weil die so halt da tun, das risky machen nicht, dann können wir nicht mehr. Wir gehen aber mal den Druck und den Planungsbüro weiter. Ich gebe als Propos machen, dass in den Inventär von den Leuten möchte. Können Sie kommen, schreiben in den Namen an die Adresse ab und dann steigt den hinten Plätzen. Also ein bisschen wie in Deutschland um das Restaurant. Ich war der Weekend in Deutschland, das heißt, wenn du am Restaurant sitzt, du hast den Namen von allen Personen abgeschrieben, den um dich sitzt. Und die Kinder hat ja am Anfang auch heimmachen, da den am Anfang eine Rezeption hat, wo die Leute sich dann anschreiben und die sitzen auf ihren Platz. Weil darum geht es ja, wenn einen Fall hat von Covid, dass sie retracieren können, wo suchst du. Das ist nicht das. Wir müssen effektiv am Vierfeld Leute so, und sie sollen nicht ummelden, wenn sie wilde kommen. Ich gebe aber ganz gerne, dass man die Juristen vom Ende aufbrechen, nicht, dass man da Formfehler und nicht, dass ich in den Hohen der Top sind, finde dass das am Gesetz nicht fähig sind. Ich muss können, ob eine Séance publik gehen, ohne mich umzumelden, nicht, wir prüfen das einfach. Ne? Könnt den sich dann nicht gemeldet, den nicht tragen, dann hängst du. Wenn den nach Verkot hält, dann riskiert es die ganze Prozedur auf Kopf. Wir prüfen das dort. Wir gehen nicht froh weiter. Man dann ranholen, dann in Mesuren anhält. Als Vierwitz zu gucken, weil wie viel Leute sind... schätzen, dass wir 150 Leute Kinder rankriegen. Aber wir müssen eigentlich genau gucken. Nee, sowieso nicht. Für einfach zu wissen, was wir riskieren, wann nach ihnen kommen. Weißt du, weil wenn du dann 10 Plätze frei hältst, das wenn du wirklich können, dann du siehst, der tut und das ist den Tor an der Zopfsicht, dass du nach kannst ranholen. Ne? Also
mir froh no wat wie sie hat gesinn op den do wie kënne goen an du hat schlewe dat du Jurist mat dat du seet also weil den Minister hat gesot kein dinge nun respektiv die Gemengen die Cäsin gemacht hat just fir Shutdown die muss bei nullo fenken dat hat auch gesot das de PRG wat vom PRG als een delikaten Dossier Van du ene Strch verlernecht hunn. Van e will dann willen mé brief net. Okay, ja, Carol. Justläch nach eng Evaluung dot zo, Wa man lo sinn am Juli machen. Bon, so das Jahr sind Leiit vielleicht net unbedingt viel fort méi. Ich wissen, dat so glücklich ass fir am August lo eng öffentlich Versammlung zu hunn net dass man dann mit sie vielleicht aber der Leute die net do sind die sos vielleicht gerne kommen sind also eng Überlegung mir gut ich verstehe aber dass du se ich will dat aufklären ja Fall muss noch Druck machen op Büren pratzen ewig nach eng zeen das wie Jean Claude se mir hunne ganz sind die an runhenken mir kommen PHP mi durch Neubau vom Spidol sind wichtige PHP den as du von aufhängisch zum Zeitplan her ja sos nach ja schon pur frohen par rapport zu entweder Annoncen die lo vom Staat gemacht goufen oder Apps wo de Lüger ist vielleicht auch bist so und das auch lo vom Lieder als auch Willospro also regional Willoskonzeptpro lacéiert gehen lo 4 also soll am April ugo und soll der mé offiziell lacéiert gehen an die ganze Situation dat lo bisssen an Stocke brucht an awer gin englisch Chefferät ugeschrieben lo fir zu gucken wat kann e machen an bon de Willow as sowieso am moment so ganz großes sujet auch national dafür wollte ich nur frohen wiefern dass du schon Niveau von der Gemeinde erst danach schon Kontakt war oder wiefern mir mit dem Projekt zu Summe schaffen respektiv wie dat vielleicht auch mit Eisem Willoskonzept wat schon pro Jahr steht zu Summen hängt ob du eventuell auch so ein Projekt können IVD-Projekt ob du auch Finanzierungen dabei sind, die können eventuell auch gemacht gehen lokal, dass du dann für die Region geht die ganze Region Velostrassen von der Region für auch die Regionaltrassen mit den lokalen auch zu verbannen. Einfach froh, wenn man do a Kontakt stehen mit dem Projekt. Ja, mir effektiv den 3. Juni lo de Brief grot vom ORT den Projektträger aus, wo se de Projekt Lohnker dem Schafferrot firstellen an das effektiv wie du se war schon eng mé, wo soll den gros Optaktveranstaltung se wo Gemengen zur Summe gerufen fir de Projekt im Detail firzustellen, dat konnte ja net gemacht gehen. Aber wie gesagt, Mikrote Loheit den 3. Juni dem Brief, wo se so Projekt könnt dat ein bisschen mi spät eigentlich lo und laufen, an dass ihr Wallonke die Einzelgemengewerte kontaktieren, für dann zu gucken, wie de Projekt do an den Einzelgemenge kann umgesetzt. De Projekt as an sich ausgelöscht für an der Region Gemengen mat den nationale Velospisten zu verbannen, und zwar an dem in dann die regionale lokal Velosphäre, die eventuell schon gött, ausbaut fir dann mat den nationale Velosphäre könne verbunden zu gehen. Und ich meine das gesucht den Exerzice zu mir nach schon gemacht und das im Veloskonzept dat war eigentlich den Ursprung davon war für effektiv die 2 nationalen Velospisten, die zuerst danach durchgehen, für die man zu verbannen und darum sehen, dass wir dann ein Veloskonzept ausgeschafft geht, was an erster Nacht dann Velosphäre ausgewiesen wird, sodass die Projekt do für uns selber lo eigentlich keinen größeren Mehrwert mehr erhöht, weil mir eigentlich das Konzept stehen und an ha geht auch darum, für dann ein Konzept auszuschaffen, wie da dann der ganze Region kann umgesetzt gehen. Und das so, dass wie gesagt ein Konzept ausgeschafft, das heißt, die Mitglieder können sonst Konzepterbechten eigentlich finanziert gehen, kann nicht an die Infrastruktur investiert gehen. Das heißt, die Lieder kann nie Geld freimachen für Infrastrukturerbechten. Kann eben just Geld freigemacht für Konzept auszuschaffen, für eigentlich, wenn man so will, Software auszuschaffen, aber kann nicht an Hardware investiert gehen.
Aber wie gesagt, das Projekt Mülo, wie gesagt, den 3. Juni, denke ich, der Brief gut vom ORT, wo sie das Projekt ein bisschen vorstellen. Aber wie gesagt, durch die Covid-Krise ist das ganz an den Stock gekommen. Und das wird dann aber vielleicht in nächster Zeit dann ein bisschen anlaufen. Also sie hoffen, mit Juni können umzugehen, weil sie noch schon einfach ein Büro oder Ausschreibung gemacht für Büro rauszusichern, den das Konzept ein bisschen ausschaffen soll oder Matthilfe soll ausschaffen. Dann hoffen sie mit Juni das Resultat zu holen, dass denen kann einfach mit Aufwägen mit schaffen und da werden so ein im Detail auf Gemengen zurückkommen. Vielleicht ein zusätzlich froh. Als Velospiste sie auch Deels von, dass sie noch die Nationalvelosphäre, siehst du mal vielleicht, von den Chantier betrifft, die mal haben. Muss man da nur auf Neuwehr gehen oder werden die Trassen einfach auf den selben Plätzen verlaufen? Ich denke, und gar, gut, du hast nicht direkte Wehbetraf, aber du hast ja im Moment auch relativ viel Chantier, aber für allem und doch der Gerd, wo ja aber der Velosphäre auch durchgegangen ist. Den hast deviiert gehen, wahrscheinlich deviiert gehen, das am Trick gesagt gehen, und das no, als geht den am Nordgerd angeplant. Und soll noch der Stadt der Gerd gehen. Der Velosphäre geht no definitiv rum der Stadt dort der Gerd durch. Okay. Und das ist für alles. Ich meine, die Velosphäre, die immer hun durch nach, die sind optimiert gehen, aber nur Schanchen hast, da muss mal temporär deviiert gehen, aber nur wenn die Schanche fertig ist, dann geht alle Velosphäre zurück. Ja. Okay. Ja. Ja, ich hatte de Velo auch auf meiner Liste stehen. Und zwar da war wir angespart von einer Person, die fand, dass als das Velosnetz nicht durchgehend fährt. Zum Beispiel beim vom Tom Müller-Hof Richtung Kirfisch kannst, das ist dass da kein Schild steht, wo es weitergeht. Das ist eng Apps mal op de Weg. Ich war nicht selber gucken, ich hatte keine Zeit. Das heißt Beschilderung, da haben wir ja lange gewartet gehabt, ob die Schilder klappt, das los, hat ein Kier geguckt gehen. Ausweisen, das ist noch nicht gemacht. Noch nicht, gell? Das war ja, weil Point Chaussee gesagt hat, wir schaffen ein neues Konzept aus, das soll dann noch auf die Lokalwege umgesetzt gehen. Das wird ja ganz lange gedauert. Wir müssen vielleicht genau fragen, wo wir drin sind. Das ist noch nicht umgesetzt. Also okay. Das stimmt effektiv. Reglementarisch ist alles umgesetzt, das ist kein Problem. Mit Velospisten und Toketel sind noch nicht ausgewiesen. Also die Lokalo, die Verbindungen zwischen den zwei nationalen Pisten eigentlich sind nicht telkel ausgewiesen. Okay. Das war just eine Remarque von einer Person, eben, wenn ein Tourist am Velo oder mehr Leute ja aus der Stadt am Velo, wie so Bierstein nachkommen, wenn du dann noch einmal nicht weiter kannst. Und dann war ein Zusatzfrage. National ist ja ganz viel thematisiert gehen, und da hatten sie eine Liste von Gemeinden, wo Straßen zugemacht sind, die da noch, wo der Velo also dafür de Velo abgemacht gesehen. Und da, wir waren ein gucken an die Liste, da sind keine Straßen am Osten dabei. Als erster nach da irgendwie angeschwart gehen, als das ob Initiativ von den einzelnen Gemeinden, voilà, die Frage mal gestaltet. Die sind ja nicht so, die sind am Sommer zugemacht. Ja, also dass sie eine Aktion machen, an andere Länder. Das ist nicht bottom-up, das ist top-down. Der Minister hat gesagt, du machen wir es. Und nächste Woche sind dann die Reunion, wo die Gemeinde gefragt gehen, ob sie mit d'accord sind. Okay. So war es gegangen. Aber du hast erst dann noch auch nicht, ob da löscht. Ja, die Nussen ist aber nicht ganz richtig. Dass die Strecke, doch, Nussen ist dabei. Erst nach das ist nicht auf dem Territorium, aber das ist die Verbindung vom Grundhaf durch den ganzen Müllerdal bis oben, den Blumendal bis oben auf Lützeburg Straße quasi. Das ist die ganze Strecke. Und das ist eine riesig große Strecke. Und da sind wir aber gefroht als Gemeinde für an die Reunion, das nächste Woche zwischen 2 Uhr am Ministerium der Ökonomie für einen Avis dazu mit aufzugehen. Wobei ich denke, dass die Gemeinden Berdorf, Beaufort mehr konzerniert sind. Da sind auch ganz gespannt, was sie dazu sagen. Ich meine, das ist ganz flott für den Velofilm. Das ist natürlich auch problematisch für die den DW benutzt für auf die Schaft zu gehen, an einem Trick zu kommen. Das ist aber während dem ganzen Monat, den ganzen August, wo die Straße sollen so sehen. Ich gehe auf jeden Fall dahin, ich bin ganz gespannt, wie die Diskussion da verläuft. Hat ihr danach da schon Navi? Froh nicht. Wir haben kein Navi, wir sind gefroht, an die Reunion zu kommen, wo das da präsentiert wird. Okay. Also ich
zwei Herzen. Ne? Ich wollte ganz gerne Velo. Ich muss noch gucken. Also, ich stehe nicht mehr. Ich kann mir aber feststellen, dass da verschiedene Anwohner von den Gemengen nicht happy darüber sind, weil ich weiß, wie die Stress, wie durch Teichwasser verschiedene Straßen futti waren, die waren so 2 Meter lang, wie die immer ja müssen fahren, dass sie nicht so froh sind. Ich kann mir feststellen, dass das nicht für begeistert. Das sind gespannt. Also, ich stehe das da nicht. Ne? Aber wir beim Velo sind, haben wir Neuigkeiten von der Gemeng hier, von der Velospiste vom Managen? Und überhaupt vom Managen? Vom Managen gut nicht. Gut nicht? Still hat der See. Wir probieren da nur zu hacken mehr. Ja, aber sie muss sich, wenn sie, sobald sie mit dem Projekt kommen, wenn sie will nur kommen, dann stellen sie die Fragen. Okay. Ja. Und dann ist schon gesehen, dass eine Ladestation für elektrisch Velo bei der aller Jugendherberge ist. Sind da noch andere, ich will noch nicht durch danach gefahren, für zu gucken. Kannst du so, dass das auf Initiative von der Gemeinde hier? Ja, das ist nice, das ist nice. Ja. Die überlegt, dass so lange dauert. Also das hat lange müssen sein. Es soll doch eigentlich sein für die Basilika. Da hat man um einen Platz. Und das ist ein Drittplatz. Ben, weißt du noch, wo die Drittplatz ist? Wann ist die dort zwei? See oder Kack? Ja, wir hatten auch im Klimateam darüber. Ja, ja, dafür chronisch, das sind die am Klimateam, die uns bespart gesehen. Plus kommen nach ein Schaft hin, wo du den Batterie kannst uploaden. Die kommen noch nach. Das ist eine Station plus die Schiff, wo du kannst Batterie rausholen. An eine Werkstatt. Das sind Dinge, dass du Tool hast für eine Velo. Kleine Reparaturen und noch Schleich, wo du kannst rausholen, von zu platten ist und so weiter. Also komplette Service-Dinge noch dabei. Ja. Ich habe schon gedacht, und den neuen Stelen, die eventuell geplant sind, hast du auch etwas viel gesehen, da sind für jede Welle, das ist dann nach guidiert an eben noch die Plätze, wo das Dolo ist. Dat unzukritischen oder da Mama bei neu Startplan wir der neue Startplan, wo wir ranzeichnen, wir werden op dem Internet wir werden dat überall bekannt machen, sobald funktioniert ganz klar. Wir der stolz darüber an Service an Dingen und den Touristen, wo den Touristen auch die letzte bei Touristen, das klar Mama. Er hat einer Prioritäten wie die Ursache publik zu machen noch. Ja, bei der aller Jugendherberge zwar noch zu aus mehr. Sache Lunge noch lange am Schauschen, das ist. Du so von Ladestationen geschwar, ich hatte gemeint, dass die See gedurcht, weil die Routen, die man letzte bestroßt hatten, wo man richtig Stau hatte, was vielleicht furchtbar abgerichtet, das Kreos, und zwar lehnen die vom Trafo, lehnen sie auf der Parking See, der Strom, der dann wirklich nämlich Ladestationen für die Autoren. Ich meine, da gehen da 5 oder 10. Ja, relativ viel. Sind da viel, ne? Vom Parking vom See. Vom Parking vom See, und so ganz oben hin. Da gehen alles reserviert Dinge für Elektroautos. Und du hast kein Stromanschluss gewesen. Dafür müssen die ganzen Dinge abprappen. Das ist just dafür. Weil man gerade Park und Reit so, und das hatte ich drin vergessen, ich wollte das schon gleich so. Wir wollen hier so Mann wie möglich, dass die Leute mit dem Auto an Eastern kommen. Und wir fangen so los, als darum zu gewinnen, dass wir den Parking See Park and Ride nennen. Schon nach meinen Schwierigkeiten. Wir schmengen den aus der Stadt kennt nach viel mehr. Und ich fand, die geht nicht richtig ausgewiesen. Kann ihn da nicht irgendwie, das schwer mit dem Parkraummanagement, das eigentlich den aus der Stadt kennt, wie es am einfachsten also die zu parken an den Citybus, dass man da irgendwie ich weiß nicht. Du hast Hoheitsgebiet von Point Chaussee und du mir war vieles probiert. Wir wollten ganz ernst aus viel klar an Point Chaussee, dass du strikt kategorisch. Du gehst ganz klar Schilder, die sind so, die sind genormt und die sind noch zuerst nach so. Und du musst am Ende Schild gemacht, wo eben Park and Ride, wo Citybus am mehr als nicht dran. Also wir wollten wesentlich mehr Klienatoren haben, Point Chaussee ist strikt dagegen. Also einfach, du darfst den Auto vorher nicht auflenken. Und das sind genormte Schilder. Leider ist das so. Wir können nicht mehr darauf hinweisen, mit Beschilderung dürfen man refusiert. Leider. Schon durch, weil wenn es an Träger ist,
dann hast du die ganzen Alleenring, dann hast du alle Guten die Parkingen, die sind ugeschildert. Du weißt genau, wann nicht den nächsten holen, dann den zweiten, dann den dritten. Und das ist ein Idee, Bild, weil den nicht tut, von den an ersten Ja, das ist eine andere Sache. Okay, das verstehen wir. Also, die Schilder sind fix, mir schon die elektronischen Panoen, ja. Ne, die an sich auch, wo an sich Parkleitsystem, wo man das abgehalten haben, die haben wir auch am Budget viel gesehen, für die zu setzen. Das ist moderner, wo du mehr an Domat kann man das durchaus machen. Ne? Und dann darauf hinweisen. Das dürfen wir, das ist ja Eis. Ne? Ja. Ja. Das könnt ihr noch. Okay. Ja. Ich wollte ein bisschen nach zurückkommen. Ich hatte das Liederprojekt angeschaut. Mit letzter Woche sie auch national die Restart-Programme annonciert gehen. Und schon die alle gut ein bisschen einerseits national gelauscht und andererseits aber auch lokal gelauscht, weil sie aber auch interessant, meiner Meinung nach, sind für Gemengen. Wir haben ja gesagt, dass man eigentlich als Gemenge relativ viel verlieren und wir haben letzte an der Videokonferenz darüber geschwärzt. Wir sind aber hier Fonds, die freigemacht gehen, wo Gemengen am Fonds encouragiert gehen, für auch verschiedene Projekte aber umzugehen, respektive Investor auch hoch zu halten. Du hast zum Beispiel bei dem Restart Sport war schon mal generell abgeschrieben, dass jo dort Vereine mat agebunden gin, der Tee das wird man auch unbedingt als lokale Vereine und Herz lehen sollten, dass sie effektiv auch von denen Fonds, die du national freigemacht gin, sollen profitieren. Mit dann aber auch eng mihéich Partizipation, wat de Finanzement von Infrastruktursportiven en plein air ugeht. An do hun Östro gedurcht, dass man am Gemengerot schon drüber gespart hun für eventuell enkere Fitnessparcours op Been zu stellen, zu summe mit dem Vierster. An schon gedurcht bin so ein Projekt vielleicht an diesem Kader auch kennt erreichen, wo ihn dann effektiv mehr großes Finanzement eventuell kreen kann, wie das, was sonst so gut steht. Beim Restart Sport ist auch unserer Meinung nach ganz interessant, dass das Minister Friede Personal 50% von Friede Personal überhält, wann ein Gemeng hingeht an einen Koordinateur sportiv für das Gemeng ging engagieren. Und das ist etwas, wo wir so, wir sind aber ein relativ groß Gemeng, und das ist einfach wichtig, dass man kann auch und Bewegung kreieren an so einen Koordinateur sportiv. Wer vielleicht etwas, wer den sich auch als Gemeng erst noch kennt, evaluieren. Wie gesagt, etwas, wo in Lo während 3 Jahren 50% von den Personalkosten als Gemeng überholt kriegt. Und dann den anderen Restart als der vom Tourismus, wo auch viel gesehen ist, dass das Berlin nach dem gegriffen gehen, wo dann unbedingt auch notamment als ein Office du Tourisme, also als Syndikat Initiativ, auch über diese Fonds unbedingt soll auch in dem Gegraf kreieren. Aber dann sind aber hier auch selbisch wie viel beim Sport Investissementer am Sinn vom Tourismus, die kann erreichen und die können subventioniert gehen. Und da haben wir schon ein Projekt gedurcht, eventuell mit den Säulen, weil das ist ja auch ein Tourismusprojekt, wo man ja die letzte Mal darüber geschwärzt und gesagt haben, okay, das selbst wird aber vielleicht ein bisschen an Kostenwert fallen. Ich meine, so ein Projekt kann den auch an diesem Kader erreichen, weil ja auch am Sinn ist vom Tourismus, vom lokalen Tourismus, vom regionalen Tourismus, dass in der Lo sonst mal ob die Projekte, also ob die Annoncen hier ein bisschen auch drauf springt, weil von den Punkten, die annonciert goen, als auch accélérer la Digitalisation de l'offre touristique, und das ist auch etwas Digitales, weil wir ja auch die digitalen Plattformen wollen an den Säulen integrieren. Und dann am Tourismus als auch den Sektor Business Events als auch mit visiert, wo ich mal so, dass man hier mal am Haus jo, aber auch die Seil trotzdem irgendwo nach hun, an dass man da soll auch gefördert gehen, dass am Anfang der Entreprise respektive Assoziationen auch die Lokalstrukturen sollen benutzen für Eventer zu machen, wann die Eventalonés können stattfinden. Und da sind eben lauter Fördermittel, die am Anfang freigehen, die meiner Meinung nach für uns als Stadt erst danach
als Kulturstaat, als Tourismusstaat, an den Hofen Jo als Sportstaat, aber interessant könne sie, wo man den andere Projekt vielleicht lohnende Staat könne schicken, weil dann hummer nämlich auch kompensiert, wo sie Läschke gesucht ist, Gemenge verlieren, aber lo mat der Krise. Wir sollten aber so mesuren, die Geholgi vom Staat an die eigentlich Gemengen, aber dann fördern, die Menge auch suchen, aber an die Hand gehen, sollte man nutzen, für verschiedene Projekte, Innovativprojekte noch an den Staat zu gehen. Ja, merci für die Remarken. Die sind viel sinnvoll, das sollen wir mal gucken. Dann nimm mich das Demande machen, ganz klar. Okay? Ja, mach's. Ja, also, Paolo Blumenschwarz, der Minister, hier ist eine Situation momentan mit der Sportsaal schwimmt und noch mal Teller, Fußballteller. Aber Vater Schüssner, Ben, wolltest du Karl, das ist ganz präzise gesagt zum Koordinateur sportiv, wolltest du so, wir hatten nämlich eine Reunion. Ja, wir hatten eine Reunion mit den Sportsvereinen, die am Anfang das Sportsaal benutzen, die haben auch sie noch mit der Idee kommen, mit dem Koordinateur sportiv, wo ihr während 3 Jahren dann 50% subventioniert kriegt vom Staat. Wir gucken da doch ein bisschen mehr genau. Da gibt es verschiedene Wollen, für was den Koordinateur sportiv ersetzt. Den just für die jungen Leute oder den nicht. Da muss ich gucken, was den mich spannend. Der nächste Kontakt aus Lomoldo, das ist auch eine Person, die auch an dem Bereich schafft, die seine Hilfe angeboten hat. Und das ist aber sicher eine Piste, die wir werden verfolgen, für dann zu gucken, was das alles von Möglichkeiten gibt. Es sind bisher 6 Gemeinden, die auf den Weg gegangen sind, hier in Lützburg, und ich meine, dass da auch noch andere Gemeinden nachkommen. Das ist zum Koordinateur sportiv. Voilà. Ja. Okay. So, machst du mal den vor, beantwortet oder? Nee. Nee, gut, ich habe schon zurückgegraben. Ich sage, von der Sportsaal ja. Noch wie Sicherheitsmuster da sind. Und auch den, wie gesagt, Schwamm an den Teller. Die morgen so konfrontieren. Also im Sportsaal ist es so, dass abhalten ist nicht so was. Das heißt, sind Mesuren getroffen, das sind der Spenderen da, wo die Leute können hier fangen, desinfizieren. Und sonst muss am Anfang all Verein für sich selber gucken, dass die Mesuren anhalten, die von der Föderation, von ihrer jeweiligen Föderation vorgeschrieben gehen. Die Judo zum Beispiel, die trainieren noch, mehr ohne Kontakt mit denen zu haben. Der Volleyball fängt auch an mit Trainieren, die dürfen sich Ball nicht hin und her schießen, das heißt, die schießen die momentan noch an die Lut. Die machen noch Fitnessübungen. Beim Ping-Pong ist es so, dass die dürfen spielen, aber du darfst kein dem anderen seinen Ball da mit der Hand holen, das auch, voilà. Das heißt, die sieht, alle Vereine hat da seine eigenen Oplagen, und alle Vereine ist auch da gehalten, für die Oplagen zu erfüllen. Zu der Schwamm, an der Schwamm gehen momentan Arbeiten gemacht, die werden an Juli, mit Juli fertig sind. Da geht Basing geschafft. Voilà, das heißt, wir hatten noch Kontakt mit dem Schwammclub, die wissen Bescheid. Was den Fußball betrifft, ich weiß noch nicht, was Föderation machst du gesagt hast. Gewisse Maßnahmen, die müssen ergreifen, aber für tun muss wie das die Infrastruktur der Gemeinde hat, muss die Gemeinde mal okay gehen, für abzumachen. Das muss man aber nicht. Ja, das ist umgekehrt. Das ist umgekehrt. Der Verein muss eigentlich so, und wir hier die Mesure will umsetzen, dann, wenn ihnen das umgesagt kriegt, dann sagen wir, okay, da können die das benutzen. Wir machen nicht einfach etwas ab und dann okay, ja, für dich. Wir haben darüber diskutiert, wir haben nach gesagt, du hast nach man muss nicht ja. Das hast du gesagt, ja, weil sie mich gefragt, wie man dir das ist schon mein Problem ein bisschen damit, das ist ein Verein, das sind noch
Einer Boyer Meesteren an dem Dingen do dran, an dem Chatgrupp do dran, die hu Probleme der Matter fir Sportvereine Juren Kanner trainieren zu lassen, wann sie wissen, dass sie in der Schule A B Gruppen hun das paradox an der Schule trennen man se strikt an damit lassen man sie trainieren. Die so immer nein. Wir lassen als Verein opmachen just für die Owussen, aber nicht für die Kanner. Das ist problematisch. Ne? Weißt du gehst der Lehrpersonal, den Edukateuren riskieren sich verarscht zu viele von der Gemenge op denger se penibelst fein getrennt opgepasst an dann dieselbe Gemeng op der anderen Dinge mit klar können die ja Traininge machen ne? Das schwierig dürfen so mir einfach Vereine so nicht so wie sie das dort wollen handhaben we will trainieren das mir okay wann dir die du Responsabilität hört und die dafür dat klappt dann das für alles gut mir so dat mir können nicht kontrollieren geworden betraff huet, wo den enen Verein gesot huet, wir wären froh, wann man können dusche go ja gesot mir brauchen net duschen zu goen. Du hat dann so gemerkt, dat man so mir henken Schuld fir und Dir, wo man so maximal von de Fleit. Und da mussten sie gucken, dass sie den Aufstand von den 2 Meter anhalten. Ne? Das steht für einer Besoin. Ne? Ich denke noch, dass die Mittwoch weiter Lockungen kommen. Ich denke, dass Spielplätze Mittwoch Sekretäre abgehen. Dann fängt es an, skurril zu gehen. Das ist, dann kannst du auch am Sport trainieren. Ne? Klang froh. Ich hatte gesehen, dass den Chantier op der Knapperkreuzung wo das alte Schlösserhaus stung, dass der noch nicht losgegangen ist. Und dann habe ich mich schon erinnert, dass wir da ja eine Modifikation punktuell vom PRG noch gestimmt hatten, dass sie da am Funk mehr hoch bauen. Und ich weiß, dass du das Projekt aber ein bisschen für Diskussionen gesucht hast. Ich meine, da waren noch Rekurse gemacht gehen. Do gëtt jo gebaut op der Basis vun der Autorisation de konstruiert, die am Fong 4 Drun bestanen huet. Dat heißt, et gëtt net méi héich gebaut wie dat wat initial 4 gesi war. Du keng neue Pläne agin. Okay. Die Pläne, die se initial mal hatten, wo se im Moment opgehalen, weil se eben Gericht waren an denkt dat aufgeschlossen ist, das giffen sie net weiterfuhren. Mhm. Okay, ja. Merci. Ja. Recycling. Ja, alle 2 Mal am Mund Samstag. Und ich habe gesagt, dass die letzte Weekend, dass du wirklich ein bisschen Chaos gewesen vielleicht hat es den umdrehen, also Menge oder sowas. Das hat man nur, weil ich viel tun habe, dafür mein Froh, interessant, vielleicht mal ich Loh in der Reihe, Zeit auch am Platz Menge oder zu machen, dann bringen so, okay, dann haben wir so bis 4 oder bis 5 Euro. Oder vielleicht ein bisschen mehr am Blut. Anscheinend hätten sie bis das, weil der Stroß hätten sie. Ja. Menge auf Züge war okay, die tun an der Schwangstunden, kann ich auch verstehen, dass die Jungen, die müssen auch hier anhalten. Die wäre doch nicht möglich, dass die vielleicht ein paar Stunden wie lang ging, oder eventuell ein Drittkriege am Mund dran zu. Wenigstens so. Wir haben effektiv de Moi noch am Chefrot geschwärzt, genau die Problematik, aber wir prüfen das ganz einfach. Wir giffen gerne darauf reagieren, wir finden so weiter wie du hast, dass das für die Leute unbefriedigend ist, vor allem die Leute von uns, die das schaffen, die kriegen dann noch ein bisschen den Stress von den Leuten mit, dass keiner das glücklich ist. Wir giffen darauf reagieren. Wir müssen natürlich mit Polygon gucken, mit den Containern. Ne? Effektiv die 4 Pistennummer, die eine Piste, als die für Milan optimal bis 5 Uhr beispielsweise samstags, die andere Piste, das für das Münlo 2-mal die Woche, für dann 4-mal die Woche zu machen. Die andere Piste ist, dass man dann noch eine Sperrmüll sicher gibt, wo man besser annoncieren, wie lange am Anfang annoncieren, wenn so wenn der nicht mehr kennt, Wetter kommt mir bei ihr sicher. Was war die 4. Piste?
dat man Manner restriktiv sind. Wenn mir Moment, dat man nimmen 6 Stücke ranlosse gleichzeitig, dat man da so okay hey, wie dat ze sowieso Mundschutz unhun, dann können auch Min wie 2 Meter, da können man mehr ran. Mir mat den Leute responsabel op der Gemeinde geschwert preft die 4 Pisten. Also wat geht und da guckt man dat méi zu setzen fir op ze reagieren. Also es geht joch drum se dat Leiit méi zufriede sind. Ja. Problem so kommen mir gucken die bestmedisch Lesung op zu fannen. A viele Gemengen de Fall ass Mä am Sigi auch darüberiert, dass Rosport steht soch hunderte von Meter an der Schlang an der Stadt selber Sigre, das wirklich schrecklich am Moment. Dann hunn se dat lo neuer gefauerert ja, dat durch terrible lang werde Schlange sinn fir ranzukommen. Kucke lo fir eng Lesung zu fannen. Ja. Okay, sind wir durch mit den Frauen? Dann soll ich Publikum merci, muss eine kleine Weeklo machen. Der Banner da war recht von meiner Kamera und da geht es mir lang.